Lieber Gott, zwei mit tot, wann ich werden sollt abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammer leer. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Gespielt für euch die 16er Buben. Ihr hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre, alles Backel spielen wir nach dem Wiener Schal. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein, und das Gesang klingt jetzt auch schon recht normal. Drum, Leon, geh sechs, was küsst mich hin, es wird Zeit mit Musik verwendet. Spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Habe die Ehre, grüß euch, servus. Und küss die Hände, grüß euch Gott. Jawohl, so schaut's aus. Die Pavlatschen ist wieder online. Ich hab's gesehen, dass es nicht nur für uns so war, sondern dass wirklich tatsächlich, das wirklich da. dass wir tatsächlich live sind. Dass es keine technischen, Ist sicher auch alles da, ja. wie sagt man da, technische Spontanen oder gegeben hat. Hindernisse Ja, oder ja. Ausfälle. Gott sei Dank nicht. Der allererste heute, der erste Chatterer Jawohl, wer war das? unserer Pavlatschisti oder Pavlatschinger, wie man so sagen, war der Rudi Korbes. Jawohl, Rudi, bravo. Rudi Korbes, der allererste. Straßenmobil, Snoop Dogg, Doggy Style, Christi Gott, Mikey. Die Megabamper aus München. Chrissy 1220, wahrscheinlich aus Donaustadt. Ich vermute doch, nicht wahr? Hat er schon Chrissy 1220 Kagan bei mir steht. Also, na, das steht auch noch, na gut. Ja, Das ja. steht gar gar nicht. Ja, Hab ich da bei mir noch steht nicht das gesehen. Chrissy. Ah, da unten, ja, sicher, ja. Hab ich gerade gelesen, ja. Riesig gefreut und sehr. Fritzl Startguss, ne, ohne Fritzl fangen wir nicht an. Können wir gar nicht anfangen. Wissen wir, so wie der Fritzl auch gesagt hat, bevor ich die 16er Buben nicht sehe, ich gehe nicht schlafen. Genauso ist es, deswegen fangen wir nicht an. Ohne Fritzl. Hubert Hinkhofer, wollen wir mal noch Markus Volker, Karin Albertina Priester, grüß euch Gott, schön, dass ihr dabei seid. Treue 01, auch dabei, der Karl Duschl, große Freude. Christian Ewald, guten Abend miteinander. Christian, schön, dass du dabei bist, gefreut mich. Genauso wie Raphael Illmeier. Jawohl, was haben wir da? Was? Also zusammen, einen schönen Abend wünsche ich euch allen. Hatte SCV, was ist das? Was ist SCV? Sportclub Vienna? Ja, was ist SCV? Hoffentlich nichts Schlimmes. Klingt aber irgendwie nach einer. Klingt doch irgendwas. Klingt doch was, ja. Ja, hoffentlich nichts Schlimmes. Die Pavlatschinger bzw. Pavlatschise begrüßt auch Markus Pristonik, den auch wir begrüßen. Herzlichst Gary 1.0, Wolfgang Kroatzka, Jawohl, der Landtalstrom aus Hessen, Dirme Hinkhofer, jawohl, Christoph Acker, Lilly Zilli 54, liebe Grüße aus Ungarn, liebe Grüße retour. Habe die Ehre. Sia, sagt man, weißt du? Aber das ist quasi Hallo auf Ungarisch. Hallo auf Ungarisch, ja. Sia. Sollte ich wissen, als alter Rutger, nicht? Aber, ja. Ja, also alter Rutger, kannst nicht einmal, Kein nicht einmal Wort Rendersche, kannst du sagen. Nicht? Das ist aber ein Wahnsinn. Andreas Christina mit dem Momo eben. Jana Walterova, guten Abend alle zusammen. Servus Christi. Jana, ja, die Daniela Schlögel, Jota,
Na gut, Christoph Radau, jetzt geht's aber auch. Jetzt geht's aber auch. Roman Steurer, meine Eltern sind auch dabei. Grüß euch. Susanne Bum, grüß dich gut. Schau, grüß dich 1220. Ich bin die Neue. Endlich habe ich es auch einmal geschafft. Das freut uns. Die Neue. Auf unsere Neue. Ich würde sagen, haut's mal eine Orgie an rote Achteln für unsere Neue, die Chrissy 1220. Rote Achteln, das muss man gleich für alle Neuen sagen. Die roten Achteln sind quasi der Applaus, also das Emoji-Synonym für Applaus, Leiwand, Zuspruch, ja, also sowas in der Richtung. Und deswegen kriegt die Chrissy heute hoffentlich eine Ohrige an rote Achteln. Ja, genau. Matthias Klaus Seidel aus Tirol. Se Christo Wede. Ja, das glaube ich hat er nicht gemeint. Gibt es einen Grund zum Saufen oder ist es einfach sinnlos heute? Christoph Acker, gute Frage. Gute Frage. Es gibt einen Grund zu trinken. Ja klar, wir haben einen Welschriesling, das ist der Grund. Der Grund ist der Wein selber. Also es ist doch nicht sinnlos. Ja, die Daniela stellt die Frage richtigerweise, du brauchst einen Grund. So, pass auf, dann Patrick, schreit mir zum Ich schreite ihn zum Tat einmal, ja. Ich werde mir kurz einmal den Spirkomat anstellen. Aus Dalmatien, Mama Em ist in Dalmatien gerade. Schön, das wird dir vorbei auch passen, glaube ich, in Dalmatien. Die Krise sagt, sie weiß Das ist gut. Die Krise sagt, sie weiß Ja, ich wollte das noch allgemein sagen. Nicht? Aber die Achteln gehören dir. Was da jetzt da reingekommen sind, danke ich vielmals, das ist schon mal Ein gut. Bottling hat schon stattgefunden. Der Klaus, ich rede so viel, ich dachte, das mache ich Ja, gleich. sehr gescheiter. Wir trinken wieder zum letzten Mal heute, also nicht zum letzten Mal, aber es ist die letzte Flasche von unseren Winzer Dauerteste, die offizielle sozusagen, genau. Nachdem wir noch Welschriesling. Entschuldigung, ich bin jetzt Wort gefallen. Macht nichts, ich höre da gern zu. Welschriesling 2020, Gried Altgebirge. Altgebirge, müssen wir lachen im Weinviertel Altgebirge. Ja, das war einmal Gebirge. Gebirge. Das war alles so. Das war vielleicht einmal nicht vor ein paar Millionen Jahren Gebirge. Das ist ein relativ altes Gebirge. Das ist halt jetzt flach. 12%, ein junger 2020er. Wird bald zum Alten werden jetzt. Ja, aber das ist ein gutes. Ein gutes Treffen, das weiß ich. Da war schon öfters getrunken. Okay, schon. Sehr zum Wohl. Patrick, Sehr zum Wohle, auf euch. schön, dass du da bist. Auf dich. Prost. Prost, ihr Herrschaften. Schön, dass du dabei seid. Sehr zum Wohle. Auf die Liebe, das Leben und den Suff. Nicht? Was auch Yummy, yummy. Mhm. Ja. Und das ist typisch Welschriesling, was ich so liebe an einem guten, diese Zitrone. Zitrusfrüchte, das Ja, ist das mag ich auch. säuerlich, das ist aber nicht Essig, sondern das ist frisch, spritzig. Das ist halt besonders gern beim Riesling, also nicht beim Würstchen, sondern beim Riesling. Wenn so ein Riesling so richtig sauer ist, aber eben nicht essigsauer, sondern so Zitronensaft. Ja, beim Riesling bin ich wieder der andere, der gerne hat einen sehr kräftigen Riesling, der schon vielleicht Genau. 5 Jahre alt ist oder so, Genau. mit so 14,5%. Das liebe ich schon sehr. Haben wir letzten Freitag was dabei gehabt, so ein Riesling, ja? Ja, stimmt. Wir waren in einer Herrenrunde engagiert und da hat es Wein gegeben. Ja, gut. Also unter einer Doppelmagnum geht dort nichts, nicht? Also unter einer Magnum geht Magnum, nichts. Magnum. Es sind aber sagt die. einige Doppelmagnums auch dabei. Ja. Also wir haben das dann ausgerechnet gehabt, es waren in meiner Herrenrunde von einem Freund von uns, der Geburtstag feiert, einmal im Jahr logischerweise, wie alle anderen auch. Der macht aber nie eine Geburtstagsparty in dem Sinn, sondern lädt einfach nur seine Freunde ein zu einer Herrenrunde, wo getrunken wird, nämlich die Magnumflaschen, die Leute als Eintritt sozusagen mit. als Geschenk. Als Geschenk. Sozusagen. Genau. Statt ein Geschenk kommt der Wein. Und der Ludwig von der Winothek am Stephansplatz, heißt Genau, er so. der Ne? Ludwig Martin. Ja. Martin heißt er. Ludwig, also Ludwig. ja, Ludwig heißt er auf jeden Fall. Ludwig Martin, glaube ich. Der Den Ludwig Nachnamen weiß ich gar nicht. Aber es gibt noch eine Winothek am Stephansplatz, genau Genau, so gegenüber ist es, vom Stephansdom. Dort gibt es eine Winothek, ist keine Werbung, sondern Gibt's ja. weil man zahlt ja nichts dafür. Nein, Ah, wir geben aber- ja nichts dafür. Aber absolut leibend und der kümmert sich immer quasi wie eine Hochzeitslisten, ne? Die liegt dann auf, Liegt auf, ja. die dann- Weinliste und man beteiligt sich. Ne? Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde, sehr großartige Runde und wir sind dann draufgekommen, es war halt, wenn alles getrunken werden würde, im Schnitt würde auf eine Person ein bisschen mehr als ein Ein bisschen mehr als ein Magnum. Magnum, ja. Im Schnitt, jetzt Also- waren aber ein paar, die nicht getrunken haben und ja. Und wir haben am nächsten Tag
gespielt bei einer Hochzeit in Oberösterreich. Österreich, ja. Dadurch haben wir natürlich auch, da haben wir fahren müssen. Nicht? Jetzt haben wir natürlich auch nicht besonders viel getrunken. Nein. Aber ausreichend. Ja, ein paar Achteln haben wir schon zu uns genommen. Wir haben auch wunderbar gegessen dazu. War herrlich. Also traumhaft. Ein schöner Abend. Absolut mit Traum. leibenden Gesprächen und also wirklich wie immer. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich freue mich auch schon. Ich reagiere sofort auf das, was der Rudi Korbis sagt, geht es lauter. Schon geschehen. Jawohl. Habe ich sofort lauter draht. Wir müssen Jetzt dann muss nur ich beim aufpassen. Singen aufpassen. Ja, da muss ich schau da nicht. Ja, ist ein bisschen leise das Ganze. Ja. Nein, habe ich schon lauter draht, jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Hoffe ich doch. Snoop Dogg Tagesteil hat Corona im Kühlschrank. Jawohl. Michael Unger ist auch dazu gestoßen. Na ja, gut. Der Song, Servus Michael, Susanne Bum hat sich schon reingehauen, die CD, was sie sich gestern gekauft hat. Da haben wir gespielt beim Frühschoppen am Herbstfest am Kalvarienberg. Und die Susanne wünscht sich den Dornröschenköhler. Naja, das spielen wir. Machen wir. Dornröschenköhler-Lied kann man gleich ankündigen, irgendwann im Oktober. Im Oktober, ja. Was ich sage. Jetzt schau ich noch. Ist doch länger. Schau ich noch, weil wir das nicht Es so ist noch ein bisschen Zeit, ja. Ja. Musst du schauen, da gibt es 2 Termine, glaube ich, im Oktober. Ja, richtig. Einer ist Warte, offiziell und einer ist privat. Da tue ich mal das einblenden, Oder ist das im weil da November? habt ihr natürlich unsere ganzen Daten und dort findet man natürlich auf der Homepage findet man ohnehin alles. Ich glaube, einer ist offiziell und der andere ist privat. Oder ist das im November? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also pass auf, am 8. Oktober ist einmal Dornröschenkeller, steht da, ganz normal. Jawohl, okay. Freitag, 8. Oktober, Dornröschenkeller. Jawohl. Am 7. sind wir beim Taschler, Legende. Legendär. Und, was? 16 Weisen, heute kann ich löschen eigentlich. Das mache ich gleich, wenn ich schon drauf bin, gell? Machen wir halt live. Der macht aber, ich soll die Buchhaltung anfangen dabei bei mir. Ja, kannst du machen. Was haben wir da noch? Ich suche jetzt den Dornröschenkeller. Nein, aber das haben wir nicht mehr. Den haben wir nicht mehr. Den haben wir Ah, ja, na, dann ist das eh schon weg. Okay, dann passt. Oder ist das im November? Das wird im November haben wir zweimal, glaube ich. Einmal purzelt Fünfter? Fini, nicht? Glaube ich. Am Einmal- 26. Einmal ist privat, aber das habe ich eh so Also, das ausgeschrieben. weiß ich Das habe ich nicht. da damals aber so geschrieben. Das weiß ich nicht, musst du mir sagen, welcher. Na, der erste sicher, ne? Vermutlich. Wahrscheinlich. Muss man schauen, weil ich habe den zweiten schon eingestellt auf die Homepage. Oh, hoppala. Das Naja, ist die schwierig. Serafin wird das nicht so die verrufen mich alle. Naja, aber dann haben wir ja. das sicher so gekriegt. Nein, da muss man sagen, aber ich meine, wird euch wurscht sein. Aber ich habe es damit gesagt, 8. Oktober, 8. Oktober im Dornröschenkeller in Stammersdorf in der Köllergasse. Ja. Und da haben wir die Tour wieder weg. Das verdeckt ja alles. Das verdeckt Das alles. geht nicht. Das heißt, was bin ich geschminkt? Heißt. Mart Mäusler hat am Donnerstag auf bedrohliche 67 Gramm abgenommen und langsam wieder zugelegt. Gott sei Dank. Dann ist ja alles wieder am Weg der Besserung. Das ist das Wichtigste. Hoffen wir. Hoffentlich, ja. So. Jetzt müsst ihr jetzt aber, oder ich fahre mit dem Mikro ein bisschen over. Die Instrumente wieder zu laut sind, wenn man Naja, spielt. das nicht, aber nicht so schlimm, sagen wir mal so. Na, schauen wir mal, ob es jetzt passt. Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Auf jeden Fall Dornröschenkeller, ein Lied eben von uns für den Dornröschenkeller, wo wir schon seit über 10 Jahren 15 spielen. Jahre schon, ja. 15 Jahre schon. Hoppala. Na, so lang, wie lang bist du mit deiner Frau zusammen? Das kannst du als eine Fangfrage, das kannst du nicht live stellen. Gleich nachher ist das auch gegangen, ne? Das ist, Der Kleine nachher auch nicht. Ne? na ja, im nächsten Jahr gleich. Also, Sowas fragt man nicht vor laufender Kamera. Mein Onkel schaut zu und ne, das macht sagt, ja das nichts. schaut ja was an, na klar, nicht? Der heuer mal Na, schau. über die Rübe. Der kleine Blade weiß schon wieder nicht, wie lange zu. Ja. Was haben wir jetzt? 2021, Aber ne? ihr habt sich die Uschi und du habt sich ähnlich kennengelernt wie die Elisabeth und ich, ja? Also, Ja, beim Heirigen eigentlich, ne? Das hat sich- ja, wo sonst? Wir waren ja nirgends anders in dieser Zeit. Wir waren ja nirgends anders. So, jetzt schauen wir, ob der Ton anpasst ja. und reißen es auch. Am unteren Teil der Köhlergossen, Leveln, es ist nicht zum Fassen. Schmeckt der Wein a sauer, nicht sauer, gut an Hauer. Das Essen hat für Heim verdient, man daran keinen Makel findet. Drum bleibt halt keiner zu Hause und fährt noch Stammersdorf hinaus. Der Dornröschen Schlaf ist jetzt vorbei. Offen ist die Köhler, die zum Essen gibt es allerlei. Zum Trinken oder nur Kabin. Der gute Wein, die Leute beschwingt. Dazu eine Klasse Musik klingt. In
Applaus. Weil der dann Röschen können, der steckt wieder raus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus. Weil der dann Röschen können, der steckt wieder raus. Die Buschenschank war viel zu lang zu, fast ungut war die Hölle Ruhe. Drum freut man sich aufs Weinderl und auf ein brodnischer Weinderl. Manchmal, wenn man im Garten sitzt und dann wieder beim Ofen schwitzt. Ja, das ganze Jahr ist schön, wer's nicht kennt, kann's nicht verstehen. Der dann Röschen Schlaf ist jetzt vorbei, offen ist die Köhler die. Zum Essen gibt es allerlei, zum Trinken oder nur kein Bier. Der gute Wein, die Leute beschwingt, dazu eine Klasse Musik klingt. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der dann Röschenköder, der steckt wieder raus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der dann Röschenköder, der steckt wieder raus. Jawohl! Jawohl! Eigentlich eine gelungene, schöne Nummer, Ein ne? Röschenköder, ja. Ja. Das passt und ein Röschenköder, Das passt wirklich zu dir. Genauso wie der Text von dir ist, so ist es. Ja. Was sagt der Landesstaat zum Gläservertausch? Spielt präzise wie ein Automat, ist gleich Rutgermat. Und vor allem unablässig und dauernd. Also da, wenn der Rutgermat einmal rennt, rennt er. Ja, pass auf, wenn wir jetzt schon von den Häusern. Nur mal einen Schluck, ich hab ganz aufs Trinken vergessen. Jesus, Baron Josef. Halt jetzt zurück, Von dem Auto, ne? weil mir schmeckt der ganz gut, kannst du dir ruhig zurück. Ja, passt schon. Ui. Er zieht. Also, Du, der Ton dürfte aber jetzt schon passen. Ich glaube, der Ton dürfte da reden passen. wir ein bisschen, wir plaudern auch sehr leise heute, ist mir schon aufgefallen. Normal erheben wir die Stimmen etwas kräftiger. Ich bin so schwach, ein bisschen auf der Brust, ein bisschen schwach auf der Brust. Na, warte, bis du über was ärgern musst. Nein, Schon erhoben. Ärger mich nicht. Verschreib's nicht. Wollen wir da. Ich habe heute wirklich, weil ich hab Gartenarbeit gemacht. Deswegen bin ich auch ziemlich mit. Wahnsinn, mit alles Wetter, Tennisarm überhaupt. Aber ich habe mir noch gedacht, wirklich, das habe ich mir schon gedacht am Nachmittag. Vor der Sendung, ich muss mir die Brühen putzen. Und das habe ich mir sicherlich, das ist mir eingefallen, wahrscheinlich 20 Mal seither. Was habe ich nicht gemacht? Brühenputzen. Natürlich nicht. Ja. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Weggefahren bin, ja, ist Also, wunderbar. ich sehe zwar alles schärfer, aber dafür milchig. Da sehe ich unscharf, aber eigentlich klar. Warte, Ja, das fällt da nicht auf. Das ist. Die Brühen ist ein Fütter. Börtschach rauschfrei! Ja, Entschuldigung, Scheure. jawohl. Sehr gut. Schau die Achtel von rein. Die Achtel von rein. Aber wenn wir jetzt natürlich schon von unseren Spielerwarten spielen, spielen wir natürlich gleich vom Taschler. Na, selbstverständlich. Das ist dann am 7. Oktober. 7. Oktober Taschler. Taschler und 8. Oktober dann Rössenkeller, ja. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, liegt ein ganzer Glanzdörfer mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Reiß mal gleich so da, ne? Was denn?
nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und Vögel in der Ring. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Wunderbar, wunderbar. Aber ein paar. Fenster offen heute oder nicht? Ja, Da Hitze, komm mal rauf für dich ein bisschen. Ich will einen Spalt, was Spalt auf mir. da kurze Hosen anziehen sollen. Der Hitze, der kühlste Raum im ganzen Haus. Ja, Ja, aber. Na schau, nicht das schau, Spalterlauf machen. das ist ein bisschen eine Bewegung. ja, Aufbewegung Bewegung, da eine rein. Bewegung. Kommt. Jetzt habe ich gewusst auf einen Schweinsbraten und Fleischlauerl, der Markus spricht so. Tja, tja. Na, wie kommst du dazu? Wie kommst du dazu? Natriumglutamat, chinesisch, Yam Yam. Ja, großartig. Landtagsstürmer. Das ist gut. Würde ich mir nächsten Montag ein Geburtstagsständchen bringen, der Raphael Illmeier. Na sicher. Ja, selbstverständlich. Bitte. Es ist ja begleitet von Rote Achteln wahrscheinlich sogar. Aber der Raphael Illmeier Geburtstag hat, da werden wir auffahren mit einem ordentlichen Ständchen. Die Leute schießen eine Orgie an Rote Achteln. Jeder greift daheim zum Glase, setzt an, zieht gewaltig. Naja, und genau so gehört es dann. Nächste Woche 20. Da werden wir vielleicht aus der Klause sein. Ja, ich hoffe, also was an mir geht, von sicher. mir aus, ich Mann. hoffe doch. Also, Wenn alles glatt Das geht, schon, sagen wir die nächsten zweimal so. zweimal draußen, ja genau. Patrick ist so absolut gnädig und kommt raus. Gnädig, ich freue mich. Ja, muss ich ja, jetzt eh. sagen. Ja, Also, einmal ist sicher, wenn wir zweimal aussehen, aber es ist natürlich, aber weil ich in der Klause weilen werde, weil wir spielen da nur ein, zwei Mal und da fahre ich nur zum Spielen ein und wieder raus. Und weil ich ja draußen was tun muss, nicht? Trotzdem ist so, aber Daniela Schlegel, was geschrieben hat, mit dem Schmieren, naja, ich schmier. Daniela, dein Öl wird von Was mir hast du verwendet. Ja, von der Daniela Schlegel, selber gemachte. Ah, Das tue ich schmieren. Das tue ich schmieren. Bin ich dabei, aber es ist so, bis jetzt es ist halt noch nicht. Es ist schon, es ist besser, schlechter, besser, schlechter. Heute zum Beispiel jetzt beim Arbeiten selber, ich versuche mir ein bisschen zurückhalten mit den Armen, das aber ist schwierig. das für geht mich. halt nicht. Zuerst redet, sagt man, alles jetzt zurück, aber kaum ist man im Ah, Geschehen. das ist das Ding. Du hast ja nichts angegriffen. Aber es hat mir heute nicht so weh Ja, da. Allerdings dann in der Ruhestellung, wenn du am Damm bewegst, wenn ich jetzt da gerade ausstrecke, spüre ich es ein bisschen, aber reden wir nicht über die Krankheiten, wo sind wir? So. Man kommt mit Alter. Ja. Ja. Fleischlauerl. Ja, das ist die Grisi auch nehmen. Grisi 12, 20, die Zeit auch ein. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Markus Pristonik. Ein wunderschönes Lied, sagt der Rudi Korbis. Danke schön, Rudi. Das musst du lernen jetzt, nicht? Dass du beim Taschler spielst. Na ja, klar. Na ja, Entschuldige. Klar. Ja, du musst aber spielen. Christoph freut aus dann. Meine Mutter hat heute Geburtstag. Weit geht. Ja, dann machen wir was für die Mama. Machen wir was für die Mama. Für die Mama. Zuerst trinkt man einen Schluck auf die Ich Mama. hab schon einen Schluck getrunken. Auf die Mamsche Ich Wildcat. hebe ich gleich noch einmal das Glas. Ja. Wir trinken jetzt einmal auf Mamsche Wildcat. Jawohl, Mamschi Weltkind. Alles Gute zum Geburtstag. Was? Warte mal. Was? Wir müssen zusammenziehen. Hatte letzte Woche Donnerstag Geburtstag. Bekomme ich auch noch ein Ständchen am Schoß von der Mama. Das machen wir der Landtagsstrom, na klar. Mach mal. Ja. Das, was ist. Hat am Freitag Geburtstag, Snoop Dogg Doggy Style. Ah, Wahnsinn. Alle haben Geburtstag im September. Wahnsinn. Herrlich. Aber der Alfie XJR, der kennt mein Stand, weil der weiß es genau. Ein Leistungssportler, als Leistungssportler ist es so. Und da hat er recht, da kann nur er mich verstehen, weil
der Alfie und ich wahrscheinlich die einzigen Leistungssportler sind, was da in dieser Runde beieinander Der sitzen. Alfie schon, aber vielleicht der Klausi nicht. Rudi Korbe, schickst du mir die Akkorde? Ja, auf das habe ich gewartet. Ja, wenn ich es niedergeschrieben habe. Ich schicke das, ich hab's niedergeschrieben. Was ist denn geschrieben? Ja, ich muss Warum spielst du es dann nicht? Ich hab vergessen, aber Achso. ich muss aufgeschrieben. Ich muss aufgeschrieben. Rudi, ich schicke dir das. Morgen. Ja, morgen am Nachmittag, ja. Hm? Versprochen. Wenn nicht, stehst du mich. Ruf mich an. Ja. Bedingt und bedingt. Der Alfie, 5. Oktober, falls er spenden will. Was ist am 5. Oktober? Geburtstag vielleicht. Vom Alfie? Na, möglicherweise. Möglicherweise. So, ja, jetzt müssen wir. Daniel Schlegel, nein, ich hab noch, das ist ein urausgewegtes Öl. Ich habe wahnsinnig viel Öl. Das ist nicht das Flau, aber ich tue jeden Tag schmieren. Naja, und da ist es nicht, da fehlt vielleicht ein Viertel vom Flaschel. Oder du jetzt wenig verwenden, glaube ich nicht. Ich bin der Lehmann, ich komm aus Tirol. Obwohl der Hand greift er doch und ein gutes Öl. Ja. Und besser aus, das Öl ist für die Menschen gut, wenn sie es wo beißen tut. Vielleicht wendest du es verkehrt an. Fritzl Startgut am 23. Geburtstag. Das ist ja wahr. Ja, das ist ja, da haben wir Sendung. Ist das der Montag? Nein, am 20. Also 20. und was 27. Und 27, genau, eine Woche später, ja. Da haben wir am 20. Vorfeiern Und am und am 27. 27. nachfeiern. In Fritzl sein Geburtstag. Steine 07 ist dabei. Das ist der Lemonimann. Halt einen Text. Haben wir noch nie gespielt. Haben wir noch nie gespielt. Aber das geht sicher, das können wir sicher. Ich glaube, ich habe ihn einmal ausgedruckt, aber ich weiß nicht, ob ich den. Ja, wird jetzt so gar nicht sein, wahrscheinlich. Ja, sogar, pass auf, ich nehme da mein blaues Mappe, weil da habe ich auch relativ viel drinnen, was mich interessiert, kurzfristig. 5. Oktober, der Alfie Geburtstag. Jawohl. Das ist ein Wahnsinn. 6. Oktober ist besser, Christoph Acker. Und das käme ich nicht aus. Aber ich schaue mal, ob ich das Lied habe. Ich muss sowieso außerlegen für Landtalstromer. Ui. Mach das nicht, Klaus, ich mach das nicht, leg das nicht. Tu das nicht da ehrlich, dann haben wir wieder ein Bild aus oder sonstiges. So, für den Landtalstromer, Markus, muss ich außerlegen auf der Schoß von der Mama. Das ist einmal ganz Jawohl. klar. Das ist einmal ganz klar. Na ja, jetzt geh ich suchen auch. Ja, es kann sich nur mehr um ein paar Stunden handeln. Na ja, jetzt habt ihr es angefangen. Es wird dann vielleicht doch eine XXL. Nein, glaube ich nicht. Was ist denn das alles da, was da ist? Ja, ist das nicht. Das spielen wir, das haben wir schon. Ja, das spielen wir auch. Vielleicht. Jetzt kommen wir wieder überraschen. Siehst du, ich habe gesagt, ich nehme meine Noten immer mit, gell? Das die Ja, Noten. du hast gesagt vor ein paar Wochen, ja. Ja, weißt du, nicht du auch nicht erinnerst dran. Ne? Ja, ey. Normalerweise erinnere ich immer die. Ne? Na was denn? Na was denn? Ich bin halt einfach ein... Und im Monima haben wir da nicht drinnen, das glaube ich nicht. Dass das Naja, ist. ich hab da so alles Mögliche gesammelt, weißt Ach so, überhaupt. Und das kann sein, ich bilde mir schon ein, dass ich ihn einmal ausgedruckt habe, aber ich schaue halt der Vollständigkeit halber. Ich schaue, ich finde es eh nicht. Lemonimann, ne? Der Klaus, der Christopher da schreibt an dich, ich habe gestern ein neues Foto von der Norden gesehen. Die machen jetzt ernst, denke ich. Ja, ich glaube ja. Habe ich Ja. auch schon mitgekriegt. Aber ja, ich werde es mir nicht leisten können. Die Lege Bemerten schreibt auch gerade, ja, ich liebe den Lemonimann. Ja, das war super. Erst ich hab den einmal aus, das weiß ich. Vielleicht ist das da drinnen. Aber ob ich das nicht der Mappen habe, das ist halt. Ich fürchte fast nicht. Ich glaube auch nicht. Gute Nacht. Wenn deine Freunde schreiben, so Smile, Charlie Chaplin. Hat er 2 Nummern geschrieben, glaube ich, oder mehr? Puh. Nein, der hat mehr komponiert, überhaupt, generell. Also, Nein, so viel hat er nicht der hat viel geschrieben. komponiert, aber zwei sind nicht bekannt worden. Ne? Geschrieben hat er einige Sachen. Ich glaube, der hat eher nicht so viel geschrieben. Aber Aber er ist da sicher nicht dabei in der Mappe, glaube ich nicht. Na leider. Freunde, muss ich da enttäuschen. Aber ohne Text. Das ist ein uraltes Wernerlied. Das ist ja gar kein Wernerlied eigentlich. Aber es wurde als Wiener Lied dann irgendwann einmal adaptiert. Das ärgert mich jetzt. Und mein Problem ist nicht, ich würde es sofort googeln und ausdrucken, aber das ist mit dem Programm, was du in Livestream-Dingsbums machst. Das Nein, ist dann da ist unter Umständen. Nein, es passiert nichts, aber ich sehe nichts, weil das geht mit den Fenstern, das geht nicht so einfach. Ist ja wurscht, das Programm auf dran, das geht nicht so einfach. Daher, leider, Lemonimann, tut mir leid, wir trinken dafür einen Schluck, ist auch leibend.
Der Marihof ist auch da. Grüß Marihof! euch. Marihof, grüß dich gut. Matthias Mariacher, guten Abend, Servus. Oh. Weil wir gerade geredet haben, am 20. haben wir dann die nächste Pavlatschen, bei mir ist der Klause. Ja. Und am 27. die nächste Pavlatschen dann, auch wieder aus der Klause, aber nicht nur mit Patrick, Nein, da haben wir Gäste. Stargäste haben wir Da haben wir Ihr Stargäste. kennt es alle. Ja. Nein, wir können es schon. Definitiv. Wir können es schon, wir können es schon sagen. Definitiv. Sag. Zwar die Familie Schlögl wird da sein. Ui. Ich freue mich drauf. Daniela und Markus Daniel Schlögl, Markus, Leibwand. die machen Absolut. Urlaub zu dem Zeitpunkt in Botschenau. Botschenau, wohnen in der Pension Doppler. Viele die sind leibend, weil der Martin, der Chef dort quasi, also der Hausherr, Martin und Sonja sind die Hausherr, die haben so eine wunderschöne Pension dort, so ein Gästezimmer halt. Doppler, und der Martin ist der einzige Botschenauer Weinakademiker. Ein Akademiker Sommelier, ja. Genau. Über die Grenzen von Batschen, also über die Grenzen von Niederösterreich hinaus und Ja, ja, über Österreich nein, hinaus schon bekannt. Ja. Wirklich gut Ganz unterwegs. ein klasse Kerl, ja. Aber ich finde halt, für mich das Leiberste ist halt, man, ein Sommelier, der Doppler hast, das Allerdings mit einem P ist nur, ein nicht? Gewinn, ist ein Aber Gewinn. es ist absolut leibend. Da will ich mir vorstellen, unser Chef-Sommelier des Hauses, Martin Doppler. Doppler. Ihr Sommelier des Vertrauens. Nicht? Super. Ich finde das absolut großartig. leibend. Echt leibend. Finde das Und absolut nur so ein ganz, ganz klasser Kerl und der kennt sich wirklich aus. Also. Und ist Koch eigentlich. Ist eigentlich Koch, ja. Hervorragender Koch. Ja. Ja, wie auch immer, also das, ich will nicht, aber Wir reden das schon ist- wieder von den Genüssen, den Leib. Ja. Ist schön. ja, und die Daniel Schlögl, der Markus Schlögl, die machen Urlaub quasi in Botschenau. Und da haben wir dann gesagt, pass auf, dann kommt es einfach zu uns in die Pavlatschen, wo wir eh draußen sind. Der Markus, dem habe ich gesagt, der muss die Gitarre mitnehmen. Ist auch klar, ja, Logisch. dass wir mehr Pausen haben. Du, ich spiele gar nicht mehr. Warte. Ja, ja, na, hallo. Nein, aber es wird sicher Ich leibend. spiele meinen Substitut. Weißt du? Ja, aber es ist so, eigentlich ist mir dann also eingefallen, ist uns eigentlich damit die Idee, die wir für was anderes gehabt haben, automatisch passiert. Weil wir haben ja die Idee gehabt mit der Hoff und mit Zonko. Weiß nicht, ob es Zuschauer ist, die zwei. Der Hoff weiß ja, aber der Zonko weiß ja noch gar nicht. Davon, dass wir gesagt haben, die zwei kommen zu uns. Nicht? Es gibt Käse vom Käseland, Wein und halt was auch immer. Nicht? Und dann wird geplaudert, zu viert, über eine eigene, Eine nicht in der eigene, Pavlatschen, nicht in der Pavlatschen, sondern eine eigene. eigene. Das war die Idee und da haben wir gesagt, ja, weil das ist dann leibend, wir laden hin und wieder zusammen im Quartal zu diesem Club 16, ist der Club Arbeitstitel. 16, ja, klar. Ich lade gerne mehr Gäste ein. Genau. Das ist der Untertitel. Genau. Und Und nicht der Arbeitstitel, sagen wir es, der Also Arbeitstitel. ich glaube auch, weil ich lade gerne mehr Gäste ein. Der Arbeitstitel. Das hat es einmal gegeben, die Sendung. Ich weiß drum nicht. Darum ist mein Arbeitstitel. Ne? Das ist, Nein, ist ja super, das ist kurzbündig für alle Social Media Geschichten. Ich weiß ja, ich lade gerne mit Gäste ein. Das ist der Untertitel. Der Titel ist noch, da hat noch 30 Worte mehr. Ne? Aus. Nein, jedenfalls haben wir dann gesagt, das ist super. Da laden wir dann einmal im Quartal einfach zwei Fans von uns ein. Und plaudern über halt Gott und die Welt und halt warum Wienerlied und Co. Und das war dann so die Idee. Und dann mit der Pavlatsche, mit dem Urlaub von der Daniela Stengel und von Markus haben wir dann gesagt, erst kommt es einfach zu uns, es ist mir dann eingefallen, das ist eigentlich genau das. Aber es ist trotzdem ein Pavlatschen. Da machen wir noch Pavlatschen, das ist quasi die erste Twitter-Sendung. Ja, also wie, das Club Ja. 16, ist ja wurscht. Naja, und jetzt Zwillingssendung. zum Schluss hatte die Wiki vom Avihof auch Lust. Der Sommer kommt. Ja. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist der Weitwinkel. Das liegt aber nicht an uns beiden. Liegt Das liegt nicht- an der nein, Kamera nein, nein. von ihm, weil es gibt schon einen Weitwinkel, wo man zu 4, zu 5 drauf passt da. Es liegt nicht an der Kamera, es liegt am Weitwinkel. Es liegt an der Kamera des Weitwinkels, glaube ich. Es liegt an dem Weitwinkel. Da brauchst du einen Fischauge. Du brauchst einen Weitwinkel für die Kamera. Es liegt nicht an der Kamera. Ich glaube, das kann man elektronisch einstellen. Ah nein, das, Ja, Alter, geh, beim Handy kann man das nämlich. Da Patrick, spiel mal. Beim Handy kann man das. Ja, ist das mal. kannst du eine Weitwinkelaufnahme Spiel mal- machen. spiel mal ein Stiegel. Da gibt es eine Funktion bei der Kamera. Möchte mich herzlichst bei allen entschuldigen, die irgendeiner anderen Also haben wir dann so zusammengeschnitten. Ja, genau. Nein, aber die werden wir schon unterbringen, irgendwie alle. Muss man alle, In Zweierreihen. sitzen halt alle weiter weg. Oder in Zweierreihen. oder so. Nein, sitzen alle weiter weg. Wo man so komplett sieht. Da hinten die Kamera irgendwo, da musst du reinschauen in die Kamera. Das machen wir schon. Das kriegen wir schon hin.
Da lobe ich mir die alten Kameras vor 30, 40 Jahren, weil die hast du gesehen, weißt du? Von der was weit weg war, auch nicht? Das Ja, das Schicht mag grundsätzlich, ne? Ja, was 10 Meter weit weg ist jetzt schon. Naja, na Das klar. geht schon mal Arbeit in die Richtung dann, nicht? Also, was dazu ist, ja, grüß euch, einen wunderschönen guten Abend. So, was jetzt, der Patrick redet so viel Blödsinn. Nein, nicht. Das ist, Ja? Reden wir die Schmerzen weg. Ja. Nimm einen Schluck. Ein Schluck. Ja. Habe ich irgendwelche Kommentare verpasst? Was? Wir müssen wir spielen jetzt da. Jetzt müssen wir spielen. Ist noch immer sehr leise oder passt es jetzt? Das Reden. Das Singen passt sicher, aber das Reden. Das Reden ist noch Geht es immer jetzt ein bisschen leise. auf Feedback, ob es beim Reden zu leise wird, dann muss ich das Mikrofon verstellen. Nämlich tatsächlich verstellen. Ja, vielleicht anders hin. So, pass auf, jetzt einmal einen Schluck. Patrick, was reißen wir an? Was reißen wir jetzt an? War nicht nur in der Geburtstagsständchen offen? Mehrere, oder wie war das? Na, alle. Alle Geburtstagsstunden, wir haben noch gar keinen Geburtstag. Nein, wir müssen für die Wildcat die Mamschi einmal. Mamschi Das war Wildcat, das da fangen wir Erste. mal an. Naja, was du gleich geredet hast vom... Nicht mehr einen Schluck noch. Mamschi Wildcat, da fangen wir an. Und da müssen wir natürlich... wir machen jetzt ein Medley. Wir machen ein Medley. Genau. Ja. Mit dem fangen wir Mit dem an. fangen wir Mamschi an. Wildcat kriegt natürlich das Vogel am Baum. Dann schauen wir, was weiter entsteht. Was sagt der Christoph Hager? Entschuldigt sich Klaus eigentlich jedes Mal für Patrick, ist es Arbeitsteilung? Entschuldigt mich doch nicht jedes Mal. Das geht ja nicht aus. Was? Melde Fritzl und mich für den 20.06.22 an. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Beim Taschler, ne? Na, 20.06. Was ist die Mutter Rutger? Die Mutter Ist das Rutger. Rutger? Ja, gut, Legende. Legende! Also, wird's werden. Das wird's werden. So, warte, komm, jetzt reißt jetzt zusammen. Also, erste, was haben wir jetzt noch gehabt? Die Wildcat hat gerade noch einen Bienenstich verputzt. Das ist was Sehr anständig, Herrliches. sehr anständig. Aber Sehr brav. wenn wir jetzt einen Überblick verlieren, Wildcat war die erste. Jesus, na. Eieieiei. Patrick, weiß es noch? Nein, weiß ich auch nicht mehr. Wir spielen einfach für alle ein Geburtstagsständchen. Das ist, glaube ich, ab Geburtstagspotpourri machen wir. Warte, lass mal noch kurz durchschauen, vielleicht komme ich noch drauf. Schauen wir in die Noten rein, dann geht's vielleicht. Der Snoop Dogg Tag ist dem Klaus ist ein Mappen ist ja ärger wie der Beatles-Katalog. Ich bin ja da ganz falsch mit meinen Kommentaren. Ich bin ja ganz falsch. Liest du die von der letzten Pavlatsch? Ja, fast. Fast. Naja, das finde ich nicht mehr. Ja, die Pavlatsch am Montag, den 22. Am 20. soll der Landtagsstimme. Das wird rund um die Motorrut gesetzt. Das war eine gute Idee. Ja, 18. ist die Motorrut. Achso, ne, klar, na, dann am 20. Naja, das ist was. Dann, ne, Fritzl und, jawohl, Fritzl und Markus. Das war was. Das ist fix, ist gebonkt. Ist schon gekauft. Ist schon gekauft. Das ist gekauft. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist das halt blöd, ne? Wenn der Landtagsstromer und der Fritzl-Status, Landtagsstromer Markus, sind bei uns in der Sendung. Und jetzt überlege ich nämlich, was? Wegen eines Schmattes. Weil da fallen die besten Zahler aus. Das war Wahnsinn. So, Nein, die stecken nicht sonst die Bar zu, weißt Ja, So wie es aber- beim Heirigen so Ja, ist. da spielt der Wein, so ist das. So, jetzt die Momo M war, genau, Momo M, 23. September. Momo M. Dann war, wer war denn noch? Es waren ein paar waren ein paar, Fixteife, Himmel, Herrgott, noch Nix, wir einmal. spielen jetzt für alle Ja, einfach ein wir Geburtstagsstück. machen ein Medley Ja. machen wir. Hoch sollen So. sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe alle, zum Geburtstag
am Morgenklavier, ein Glas auf Feurigem Wein spuckt der Gedinge noch. die Beere wie warisch, ganz urlaubtarisch, des Solos, da bin ich ein Gräb. 10 Schilling für Schrammen und morgen fressen wir Gramen, das kann nur ein Wer verstehen. Drum trinkt man noch eine Flasche Wein. Das muss ja nicht das Letzte sein. Gott bewahre. Und dieses Jahr gibt's kein Genie. Da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Ja, was ist denn nicht noch los? Was ist denn nicht noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 kW. Ein Schaffner, meine Frau, der schwitzt vor lauter Blag und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen die Engel noch Fuhrlaut auf Wehren, den tut was sonst um aufs Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Mädel beim Mädel, die kriegen gar nicht genug. Hinter dem Baum steht Gott warm und lacht. Für ihr der Raschen in Wehr nicht auf Nacht. Der Berus im Himmel schaut runter auf ihn. Wer er leid, wer er freut, da liegt was drin. Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum, in einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, Wolter Geigen leise flehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Einen Wiener geht's sofort, wann er sich was sagt. Um die eigenen Bezirk noch einer Gossen fragt. Wann er schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel bringt. Wann's die Bundeshymne spülen, geht's der Zagel an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, das ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist, des Vogels. Ich sitz auf der Wiesen, ein großer Mimmer, ja die Bogen sind zerrissen, aber ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir unten außen herum, auf ihn frisst er Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal mehr in dran, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Reiß gleich an, ein Gezwitscher in der Sonderklasse bitte. Tages der Winter vor mir, sagt, los, ich doch keiner, gehört doch zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne
Vogellampan. Ein Nachschlag geht da nicht, ist ganz klar. Kopfverlag hat, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt. Und aufgeschiffte Wunden ob schiefere Zonen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Vorbeigeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sorgen, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist du geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ein würdiges Geburtstagspotpourri. Ein absolut reines Potpourri. Du musst den Finger erheben. Hebe den Finger.
Ich sah zwischendurch etwas orange aufleuchten. Fritzl Stadtkuss, ein Superjet mit 20 Euro. Fritzl, Fritzl, das ist natürlich. Dankeschön. Das ist natürlich ein Hit. Danke vielmals. Danke schön. Fritzl Stadtkuss. Hat er eine gehabt, aber so wieder. Was schreibt er? 20 Euro vom Fritzl Stadtkuss, kleiner Vorschuss. Danke schön. Es zahlt sich aus, wenn man goschert ist. Es zahlt sich aus, wenn man goschert ist. Die Nummer könnte man spielen, wenn Schwangere im Publikum sitzen, wenn es man halt kann. Ja. Da ist der Frage. Sofort muss ich meinen Ja, Zeigefinger geben. Chaco Speed für meine Mama, mein Papa und meine Schwester. Jawohl. Jawohl. Mit großer Freude. Danke Sehr herzlich. zum Wohl. Danke schön. Ich schenke so. Er zwittert bereits wieder. Hast du das gesehen? Ui, Wasserball, der Wasser. Der Rinnenlemp ist er dabei. Aus Ligurien. Ligurien, eine schöne Gegend in Italien. War noch nie dort. Muss ich aber allein schon wegen den kulinarischen Genüssen, die es dort gibt in Ligurien. Ja, also ich nehme zumindest an, weil er schreibt ligurische Grüße. Ne? Daher, das war von mir Vermutlich, interpretiert. Ja. Er hat mental einen dezenten Rhythmus gedrummt. Das ist sehr leibend. Leiband. Ja, aber, ja, weil schon wer gefragt hat, nein. Wer hat was gefragt? Wie? Von wem die Nummer ist, ja. Der Text ist von der Monika Kuri. Den habe ich vertont. Der Christoph hat da gekauft. Will sich ein V-Strom kaufen. Schau dir was an. Muss ich eine Christina anfangen? Vielleicht verkauft er seine. Nein, verkauft, hast du schon geschrieben. Ah, da hat er geschrieben. Nein, das war ja nicht zu verkaufen. So, pass auf, Patrick. Wenn wir jetzt irgendwie melancholisch sind. Die alte Hitten. Jawohl. Kennst du. Ui, Also in Dora sind wir da jetzt, ja. Patrick, schau lieber noch, bevor du in die Noten schaust. Jetzt erst. Na ja. Bei dir früher heute, erst bei mir. Na da schau her. Hauptsache du hebst den Finger. Wen haben wir denn da? Für euch, meine Buben. Alfie, jawohl. Genau. Alfie, seht ihr. Danke dir herzlich, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl, Danke, das danke. schickt ganz leibend. Prost, also trinkt schon Wasser nicht mehr. Besser ist es, weißt du? Nein. Bei der Gelegenheit vielleicht sollte ich wirklich einblenden, ganz kurz. Wirklich nur kurz. Ich dampf dafür mehr, weißt du? Der virtuelle Hut. Meine lieben Freunde, wer nicht superchattet, spendet, oder wie das da heißt, und diese Superchat, heißt das? Superchat Ja. und Supersticker, was da alles gibt. Was da, ja. Aber ja, also man sich denkt, pass auf, ich muss ja denen irgendwas in den Hut reinhauen. Ich kann ja nicht einfach da sitzen, der Musik lauschen und zahle nichts. Der hat auch die Möglichkeit. Natürlich. Der hat die Möglichkeit, er kann zu uns kommen, jederzeit persönlich und Bargeld angeben. Geht. Ich habe ein offenes Haus, an der Tür klingelt, wird meistens aufgemacht. Also, Ja, vor allem, wenn einer wenn einer Bargeld daheim bringt. ist. Also, Bargeld, Goldmünzen, Zahngold. Nehmen wir eigentlich auch. ja, Zahngold nach voriger Absprache. Nicht? Aber, sicherheitshalber. ja. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Und natürlich dann vielleicht die etwas weniger strapaziöse und ohne Zahnschmerzen verbunden, per PayPal oder per Überweisung. Haut uns was rein, ich danke recht narrisch. Jetzt schon für eure Großzügigkeit, die ihr als Schmattes in den virtuellen Hut da für die Muse reinhaut. Danke euch schön. So, wir spielen jetzt da. Ja. Welche Ton spielen wir das eigentlich jetzt da? In Dora. Ja, lass mal das noch mal nicht in F, in Dora. Nein, wie sollte man es in F spielen? Das ist nur passt, anstrengend. Ja. Passt. Nein, passt schon. Bist du im Anschlag? Ja. Ja genau, ich glaube, so geht das. Ja. Ich brauche es auch in erster Linie eigentlich nur wegen dem Text. So schon länger nicht gespielt. Walter Hals hat das geschrieben, Text und Musik. Die alte Hitten. Geht's, ja? Unterbrich vorher, weil, heb den Finger. Da verstehst der Ackerl hält uns jetzt auf Sieh nix. mit 1,63 Oh! Jetzt ist es auch hier. Aber 1,63 €, ja. so geht's. Bravo, Christoph, Danke, zum Wohl. Sehr zum Wohl. Weil Christoph ja, muss ich sagen, unheimlich großzügig ist. Absolut. Nicht im Superchat, nicht. Aber
Aber was sonst in den Hut landet von dem Herrn, da nehme ich sogar die 1,63 da. Nehme ich sowieso. So, das war's auf jeden Fall. Jetzt einmal von vorne bitte, Herr Rutger. Eine ganz alte Hütten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gassen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steine und Lamm. Dort hab ich als kleines Kind gelebt und dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend. Ein Meter, das prägt schon auf und die Wind. Am Gang die Bassine, das Klosett geht daneben. Ein kleines Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder klein, dass wir damals auch glücklich waren, kann kein Mensch heute verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin, da weiß ich heut, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit ein wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Walter Häuser. Eine schöne, wie sagt man da, Ballade, gell? Eine Ballade ist das eigentlich, eine Ballade kann man sagen. Ein wunderschönes Stückchen. Das Meiter, das prägelt schon auf von die Wind. Ja. Absolut. Großartig. Ich habe was gesehen. Pater Cape. Wildcat, Dankeschön, ein Superjet, 5 Euro Wildcat, danke dir. Vielen herzlichen Dank, Zum setz am Wohle. Prost. Aber ich trinke heute erstaunlich viel Wasser, gell? Ja, du hast viel ausgeschwitzt heute wahrscheinlich. Ja, das auch. Und hast du genascht? Nein, Nein. Nein, ich gearbeitet, nicht genascht. Du hast genascht. Ja, weißt du, so nebenbei, weißt du? Beim Arbeiten, ich tue nicht nebenbei. Nebenbei tue ich eigentlich nur beim Autofahren. Nein, ich nicht. Ich mach das auch nicht nebenbei, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist bei uns generell, da haben so nebenbei, nein. Ich mache alles 100% fokussiert. Ja, aber da dann richtig. versuch's halt. Da dann richtig, aber. Ich versuch's. Ja. Ja. Walter Häuser. Leider ist er nicht mehr, ja. Ja, BC 1220. Es ist ja bald gar keiner mehr von den Alten, wenn man so genau nimmt. Ne? Malner, der Rudi Lutsch, Rudi Hodiner, Karl, Häuser Walter, Edi Reiser. Karl Hodiner. Ja, hab ich gesagt. Hast du gesagt, das ist Ja, da. ja nicht zugehört. Klar. Ja. Du, René Lehm fragt, hinter links eine Gretsch. Nein, das dort ist eine Ibanez. Ibanez. Ich glaube, viele ist ja der Ibanez. Ne? Ibanez. Ibanez. In Wiener Ibanez. Keine Gretsch. Eine Ibanez. Na, ist da Verstimmung oder was? Nein, ich glaube, ich habe vergriffen. Ach so, ja. Hoffentlich war es so. War halb dann. Ich bin sehr Harry Schneller Fonte, der auch schon da ist. Sehr gut. Bin ich sehr noch schuldig, dass wir mal ein little spielen mit der Jazzgitarre, aber ja, das weiß ich nicht. Das Ja, angehängt tut da. ja, schon, aber. Da können wir neue Sachen drauf haben. Ja, das ist. Nein, ich spiele drauf, aber halt das. Na, wenn ich schon die ausschließe, dann muss ich schon ein bisschen ein Solo dabei spielen. Da muss ich aber, das muss ich. Ja, weiß ich komme noch nicht dazu. Ich bin irgendwie das. Wo hast denn du eigentlich der Gitarren, die Gypsy-Gitarre? In der die Klause. sind alles klar. In der Klause. Genau, alles klar. Ja.
Sollst du da fragen? Nein, danke, ich nur, weil man gerade gedacht habe, also die ganze Galerie hängt da. Ja, eingesteckt wäre es haben. Ne? Die iPod-Ding da. Hat er es verkauft? Ja. Und teures Geld. Ja, Das das ist kein Teil. Leider nein. Nein, leider nicht. Na gut. Das ist keine alte Selma aus den 40er Jahren. Nein. Die wird nicht zu Preisen gehandelt wie die Kontra-Gitarre, aber Ja. zum Essen ist die Selma. Du, eine handgemachte Maccaferia. Gitarre kostet also Die ist die 40er, sehr gute, 40er, ja. 4.000, 5.000 Euro Ja. aufwärts. Ist ja wirklich so. Also nicht nur Kontra-Gitarren, Nein, generell, ja. sondern generell eine sehr gute handgemachte akustische Gitarre, muss man dazu sagen. E-Gitarren gibt es billiger. Die Gibt's werden irgendwo günstiger, ja. anfangen bei Hand 1500. Ja, so, ja, beim 1000er wird es schon anfangen. Ja. Nicht, Irgendwo, nicht dass du's wirklich, kriegst. glaube ich, das ist die Arbeitszeit. Ja, da kostet schon mehr. Ja, das ist gut davon, was die kann, aber ich sage jetzt mal, man muss sehr präzise sein. Ich sage jetzt was sehr gefährlich ist, 1500. weil es wird leicht unterschätzt dann oder falsch verstanden. Eine E-Gitarre ist halt keine akustische Gitarre. Nicht? Es ist wirklich ein Bredel mit einem Hals. Nicht? Man muss genau arbeiten bei allem drum und dran, Beim Hals keine muss man Frage. genauso arbeiten. Der Hals ist die meiste Arbeit. gibt's ja. Ja, das ist Aber auch das der Kleine. Rest ist, also der Korpus, das ist halt dann doch was anderes. Nicht? Und das ist schon eine große Kunst, dass man da was hinbringt. Also Gitarrenbau, der akustische Gitarrenbau, da habe ich allerhöchsten Respekt. Aber natürlich genauso vom Gitarrenbau von einer Ja. E-Gitarre, weil so leicht ist es nicht, aber es ist leichter möglich, sagen wir es so. Nicht, dass man mich da falsch versteht, weil da muss man aufpassen, nicht? Wenn man sagt, naja, wieder eine E-Gitarre ist ja keine Kunst. Kunst ist es schon, aber im Vergleich natürlich zu einer akustischen ist da schon einfach ein Riesenunterschied. Meiner Meinung nach, das ist ganz klar. Ja. Ja. Da ist das missachtete Jazz wieder, ja. Die oben mal vom Hirsch wieder mal schön. Jetzt mache ich dann, wenn ich solo bin. Ja, Ja. Reiß auch die Maschine, sagt Riese 1220. Nein, das beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Einmal im Monat der Pfeif geht doch auch Jazz, sagt der Ries der Wacker. Einmal im Monat geht doch Jazz. Ja, beim nächsten Mal nicht. Das geht doch bei der auch Da sind wir draußen. Ja, man könnte alles jetzt spielen auf der natürlich, aber ich denke mir, wenn ich dann schon die hernehme, dann muss schon was sein, wo ich auch soliere oder was drauf. Ne? Damit sie den Sinn, weil man, klar, kann auf jeder Gitarre geht das nicht. 6 Saiten brauchst nicht? Oder wenn es geht halt mehr, aber kann alles auf der spielen oder auf der. Nicht? Auf der geht nicht, weil du den Satten gerissen. Nicht? Wir könnten mal auf der Rockgitarre spielen. Nicht? Verzerrt. das geht auf der Mandoline mal wieder spielen. Genau, ja, da bin ich wieder hinten noch. Also den sollte auch bei der E-Gitarre. Ja, Jaco Speed, wie gesagt, ich habe das gleich versucht, ein bisschen zu Ding, eine E-Gitarre zu bauen, das kann nicht einer einfach so. Das möchte ich schon klarstellen. Aber wie gesagt, für mich geht es wirklich um das, dass der Bau von einer akustischen Gitarre, einfach, da geht es um einen Korpus. Sagen wir so, der akustische Gitarrenbau ist die Königsdisziplin. So Ist kann es man so? sagen. Ja. E-Gitarre bauen ist eben nicht in diesem Ausmaß kompliziert, was zumindest den Korpus betrifft. Alles andere natürlich, Jaco Smith, vollkommen richtig. Bleibt gleich, ist alles gleich. Ne? Also ich kenne das nicht. Bleibt alles gleich. Nicht einmal mit einem Bausatz. Es gibt ja Bausätze und sogar da solltest du eigentlich halbwegs was kennen, damit du aus dem was rausholen kannst. Ne? Ja, Naja. man muss ein bisschen nacharbeiten, weil das ist Naja, relativ das meine ich ja. schlechtig alles noch. Ja, eben, das meine ich ja nicht. Das meine ich. Also ich kenne das nicht, aber das sagt auch wieder nichts. Ich habe heute den Rosenwert dekodiert, das habe ich zusammengebracht. Ja. Ist aber noch weit weg vom Gitarrenbau. Das stimmt. Sagt der Musiker zum anderen, spielst du einen tollen Polyrhythmus. Nur das ist Free Jazz. Genau. Das ist gut, das ist gut. Das ist so wie der Unterschied zwischen Rockgitarrist und Jazzgitarrist. Der Rockgitarrist spielt 3 Akkorde für 30.000 Leute und der Jazzgitarrist 30.000 Akkorde für 3 Leute. So ist Wir das. sind so in der mittendrin ein bisschen. Hast auf beide Seiten. Von Biesenberg hat umgeschaut von Leopoldsberg, der Hans Schneider Fontaine. Wo habe ich da? Die Krise 1220, Hagenbrunner Lied, kennen Sie das? Hab ich einen Guster auf ein Schweindel, auf ein Wendel, auf ein Stickerl, brotnischer Weindel. Nimm ihm Klampfen und sag alte Kuh, heute fahren wir aus nach Hagenbrunn. Da gibt's kein Ranzen, kein Sinieren,
Wir brauchen uns auch nicht genieren, der Wirt schenkt uns ein Glas allein von dem guten Hagenbrunner Wein. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg, ich bin da gern, damit kein Mensch dort stirbt. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Helge. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich Wälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her und am Himmel siehst die höchsten Sterne. Und da kann Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das ist der beste Rebfaller Wein. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich Wöhner recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her und am Himmel da siehst die höchsten Sterne und singst dort ganz nebenbei. Ich sitz in einem Weingarten, das soll der beste Rebfallwein. Unter einem Baum, dazwischen die Rebstück für ihn mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, ich sitz darunter und trinke eine Flasche Wein. Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkäferl-Kraxel ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind, ich freu mich so, es war ich nur ein kleines Kind. So kann man heute noch glücklich sein, ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Lächelt mich an, weil mich ist es schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, mein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann heut ich mein Glas ab zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute. Flascherl Wein. Schön. Jawohl. Sehr gutes Medley. Ja, ein gutes Medley.
Sehr schön. Die Achteln von einer. Ich glaube, es Echt gefällt's, das sieht man. Ich glaube, es kann gut. Eindeutig. Ich glaube, Patrick, du hast einen Finger übers, also nicht übersehen, sondern. Habe ich auch nicht was? Ja, ich glaube schon. Nein. Nein, nicht? War kein Super-G. Nein, war nichts dazwischen. Nein. Nein. Wildcat war die letzte. Das war die letzte. Ja, ganz schade. Nein. Ja, wirklich war. Wirklich war, ich hab geglaubt. Nein, Ja, das ist die dreckige Brille. da war nichts. Sympathisch, rotkamatisch. Harry schnell erfunden. Harry, danke schön. Ulrike Huber hat auch eine zustimmende Emojis. Jawohl. Irme Hinkofer, die Achteln, Maike, Straßenhans, Christopher da, Grisi, 12, 20 und Fritzl Startgroß. Na, Wahnsinn. Bin gerade auf Wasser umgestiegen. Was ist Schluss mit Weinliedern? Christopher da, wieso bist du jetzt auf Wasser umgestiegen? Was ist jetzt? Na, vielleicht muss er zeitlich auch aufwachen morgen oder was. Ja, bitte. Möglicherweise. Tja, was weiß man. Ist der Christopher da? Na komm, red mal drüber. Red mal drüber. Mach keinen Fehler. Na, da. Macht er nicht. Vielleicht muss er auch mit dem Automobile fahren. Ja, ich brauche einfach Wasser. Ich brauche Wasser. das ist selbstverständlich. Was willst du sagen? Brauchst du Wasser, wollte ich dich nicht Achso, immer nein, fragen. sehr weißt du, lieb, das ja. ist- Sehr, sehr aufmerksam, ja. Bin ich da sofort dazwischen gefunkt. Dankeschön. Danke. Bitte gerne. Ja, aber da muss ein Durst haben. Durst habe ich. Du hast wieder so viel Weißmehl gegessen. Nein. Geht an der Arbeit liegen. Oh. Den ganzen Tag. Eindeutig. Ich arbeite, nein, heute war das hat schon shit. Werner Zirnsack. Ja. Das letzte offizielle Das ist die Flascherl. offizielle Flasche, aber Es kann schon sein, dass wir zwischendurch mal wieder Zirnsäcke trinken. wir haben dann bald einen anderen Tester zwischendurch einmal. Ja, Den werde ich morgen kontaktieren. ja, sehr gut, sehr gut. Was ganz was anderes haben wir Was gesagt. ganz anderes. Lasst euch überraschen, ja. Ein gar köstlich Getränk auch. Der Christoph hat da sagt, ja, morgen arbeiten wir früh. Der Marvi Hof sagt auch, ja, manchmal, aber die Motivation ist nicht mehr ganz so hoch. Ja, wegen die Texte, gell? Naja, klar, wenn ich es nicht einstelle. Das habe ich unter, das habe ich nicht geschafft. Ja, das ist aber auch sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig, naja, aufwendig war es in erster Linie für die Wiki. Das ist mir geschickt, das war mir ganz leibend. Aber ich hab das eigentlich nicht gewürdigt, weil ich es nicht eingestellt habe. Könnte ich noch machen, aber das sind Sendungen, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Nein, ist ja furchtbar. Das Sendungen, die sind schon gelöscht worden, nicht? Von Ja, das glaube ich, hoffe ich nicht. Nein. Hoffe ich nicht. Bernards Motto ist mit am Start. Ja, servus, grüß dich. Servus, Bernard. Von die Hausberger mit dem wunderschönen Skyline von Wien bewundert. Schreibt der Ari schnell auf. Lauter Winke mit dem Zaunpfahl. Also, Wie wird das Wetter am Donnerstag? Schau, was sagt schon. so Donnerstag Bernard, was ist? Was am Donnerstag aus? Donnerstag wird es ein bisschen zwider. Donnerstag, Freitag zwider, dann wieder schön. Wann fällt wir spielen am Freitag noch, glaube ich. Gell? Am Freitag spielen wir, ja. Und am Vollgas 17., Freitag noch, ja. Sagen wir zweimal, da spielen wir bei 2 Geburtstagen. Man versteht, so spielen wir nicht viel. Nicht? Aber jetzt am Wochenende, also 3 Tage, 4 Auftritte, haben wir jetzt gehabt, Freitag, Samstag, Sonntag. Es gibt gleich gespielt, weißt du? Ja, das ist schon. Und Vor allem viel sitzen im Auto und ja, dann wieder und so. das Autofahren ist halt schon mühsam. Ja. Aber ja, das gehört dazu. Und Dazu, ja. dann haben wir jetzt am 16. Ne? Ist 17. Das, 17. Nein, ist 16. wurscht. Jetzt Ende der Woche haben wir an einem Tag gleich 2 Geburtstage, Nachmittag und am Abend. Ja. Und dann nichts mehr. Und dann ist ja schon. Dann klar, fast nichts mehr, deswegen ja. fahre ich aus in die Klausel und bleib länger draußen. Trink halt nur Wasser, Christoph war da. Das ist ein Wahnsinn. Macht aber gar nichts. Christoph, sehr zum Wohle. Ja. Trink halt nur Wasser. Nein, ich kenne sowas. Haben wir auch gehabt bei der Hochzeit. Nicht? Sind wir beide mit dem Auto gefahren. Wir haben wirklich nur Wasser drin. Ja. Ich habe einen Eiskaffee getrunken. Das ist ein Eisgefäß. Und ein Hollersoft. Hollersoft. Ein Hollersoft. Naja, das bitte. Was willst du mehr? Das ist nur Wasser. Ein paar Käsekreiner haben wir gegessen. So. Also. Jeder hat ein paar Käsekreiner gegessen. Das war aber schon alles, was ich an dem Tag gegessen habe. Das war auch nicht viel. Also das ist keinen Wert gewünscht.
Skyline von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die noch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Danke für die Achtung. Danke vielmals. Ja, ganz großartig. Ich habe mir jetzt erst wieder gedacht, wie wir von Oberösterreich angefahren sind. Und davor, wo haben wir da gespielt? Das haben wir auch irgendwo die Autobahn gefahren. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall einen ganz anderen Eck. Bin in einer gekommen auf Wien. Da haben wir gedacht, egal von welcher Seite, also außer Westen. Westen hast du jetzt nicht so viel. Nein. Südautobahn eigentlich auch gar nicht so arg. Aber was jetzt so. Was vom Norden reinkommst. Vom Norden reinkommst, ja. egal von welcher Seite. Das ist ein Wahnsinn, ja. Und die Skyline, die bildet sich ab, aber man dachte, das ist echt leibend, aber das Lied habe ich schon geschrieben, nicht? Da war ich, also war nicht nochmal schreiben, nicht? Also, die Idee meine ich. Achtung, Pate, geht's nichts Falsches mehr sagen. Elisabeth Graf ist da, ja? Sag nichts Falsches. Ui. Lise Christi Gott. Ui, jetzt bist du erst da? Jetzt erst? Jaco Speed, bekennt sich als Wiener und will nicht anders überleben, jawohl. Ja, ich schon, Jaco Speed, ich geb's zu. Aber ich bin schon, also aber weil es mir einfach zu viel wird. Also ich bin, mein Alter, ich werde immer ruhebedürftiger. Mir ist das einfach Ding, aber Das kenne ich, ja. Das ist ja so. aber so, also das Wien, also als Großstadt, Wien ist so sicher die geilste Großstadt überhaupt. Und das darf keiner was sagen. Also wenn einer was über Wien sagen darf, dann ich. Ja, weil ich bin ein Wiener. Ja, ne? aber Der andere nicht. andere nicht. Andere nicht. Das ist so. Da war es auch hallo. Ja? Käsekerne sind immer gut. Raphael Illmeier Ja, auf den Punkt gebracht. Ja, war gut, war schön grün, schön mit Käsefuß außen so draus, aber war wirklich gut, war gut gemacht, ja.
Ja, drei Steffonte. Was für eine originelle Liebeserklärung. Ihr zwei seid ein Wahnsinn. Ich danke dir schön, Harry. Danke, Harry. Danke dir schön. Dankeschön, ja. Er steigt um von Burgenländisch Rot auf Burgenländisch Spätlese. Das ist also ein guter Umstieg an sich. Gefällt mir. Jawohl. Da gibt es ja noch ganz andere Sachen im Burgenland. Eiswein, Strohwein, Ausbruch. Ja, Herrliche Dinge, ja. absolut gute Sachen. Benamsmotto. Haben wir über die weiße Fender schon geredet? Ist das die Squire? Das da, ja, das ist die Squire. Ja, das ist ein. Es ist eine Squire made by Fender. Oder Fender made by Squire, oder was weiß ich, wie das dann heißt. Auf jeden Fall ist das quasi, das ist so ein super Beispiel, wie das heutzutage rennt. Der Squire ist quasi Gibt schon lange, die Billigmarke von Fender. Ja. Und Fender ist also wer es gar nicht weiß, ist das Fender ist sozusagen, gehört zu den berühmtesten, überhaupt berühmtesten, aller berühmtesten E-Gitarren. Leo Fender, ein Pionier der Ja, elektrischen. das war eigentlich der erste, Ja, ne? Der, glaube ich, Verstärkerbau und so weiter, der ja. diese E-Gitarre eigentlich so gemacht hat, oder? War noch einer davor? Gibt's noch ein bisschen, aber das ist immer so, gibt's noch ein bisschen vorher, ja. ja. Mit der Solid Body Gitarre. Das Gibt's noch ein ist bisschen. stimmt. Wobei, nein, kann man so auch nicht sagen, wer es genau wirklich war. Nein, es war Ja. ungefähr gleich. Ja, wir So, sagen- wie oft bei Erfindungen gleichzeitig so Sachen entstehen, Genau. ziemlich, ja. Genau. Nein, also Fender war auf jeden Fall so, das war die Ur-E-Gitarre. Ne? Das war also quasi Fender und Gibson, die zwei Firmen Die Broadcaster, waren die genau, erste, ja. genau, nicht? Durfte nicht Broadcaster hassen, weil Gretsch hatte ein Schlagzeug mit dem Namen. Daraufhin hat Leo Fender, ein Visionär, Broadcast, Radio ist eh schon vorbei, Telecaster ist die Zukunft. Liebe Geschichte, aber so kam Ja, es zur absolut. Telecaster. Ja. Und wir reden jetzt von den 50er Jahren. Auf dem 50er, Ja. 51er, ja. 1950er Jahre, also das ist schon Zeit her. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass also Fender, sagen, die Gitarre, die Fender Stratocaster, sagen, das legendäre Instrument ist bis heute in vielen Fachen Ausführungen und so weiter. Und natürlich alte gut erhaltene Vermögen wert und so weiter und so fort. Der Benamsmotto weiß, das ist ein Gitarrensammler. Oder war es auf jeden Fall, er wird schon ein paar schöne daheim haben, sage ich mal, nehme ich einmal an. Und da haben wir mal geredet, das Squire ist das Billigprodukt davon. Und die haben eine Zeit lang eine Charge gehabt, wo die das hergestellt haben. Und die war dermaßen Die gut. war verdammt gut, ja. Die war wirklich gut. Haben wir gleich zwei gekauft. Weil die Gitarre kostet 170 Euro oder 179 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Und wirklich, also wenn man es in die Hand nimmt und das jetzt kein, wie man so schön sagt, kein Markenwichser ist, im Sinne von, naja, wenn nicht Fender draufsteht, dann ist es nicht. Also bei einer Blindverkostung quasi hat er die Gitarren ordentlich angestaubt. Ich lege das darauf ein, dass wahrscheinlich das so war, dass gerade zufällig die Maschinen da in China oder Indonesien, oder wo die hergestellt ist, gerade so perfekt aufeinander Das war einfach abgestimmt und die Holzqualität hat auch gerade so passt, einfach, es hat alles zusammenpasst, die Einzelteile einfach und auch die Pickups und alles, das hat einfach zusammenpasst eine Zeit lang. Ja. Das war Absolut. So, Bernardos Motto hat schon gesagt, Les Paul war 1952, Fender Broadcast war war 1950, wobei das auch wieder, ja, mit Gitarrennamen, aber ich glaube die erste Solid Body Gitarre hat trotzdem Gibson, also Les Paul glaube ich selber baut sogar, das war irgendwann 47 oder so herum, glaube ich. Dass er einfach an den berühmten Eichen, den Eichenpfosten genommen hat. Und da wurde dann aus optischen Gründen dann auf den Eichenpfosten, wie bei der geht er außen angekleimt, so ein Fake-Korpus. Weil keiner wollte diese Holzbretter haben. Das war Les Paul, ja. Aber das stimmt, die Les Paul, die Gitarre war später, ja. ja, aber es ist halt Ja. eine interessante Geschichte. Absolut. Aber ich will Absolut. damit sagen, diese Gitarre, es gibt dann sicher im absoluten Endbereich, dann wird man einen Unterschied merken. Für den Tonabnehmern vielleicht oder sonst dann zur 1000 Euro Variante von der Gitarre, also ums 10-fache, ja, oder fast 2000 Euro, 7- bis 10-fache von der Gitarre wird nahezu kein Unterschied sein. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Ne? Aber ja, genug davon. Der Christoph Acke ist wieder frech. Beim Klaus stimmt's, wer billig kauft, kauft gleich zwei. Ja, genau. Ja, stimmt. Also wirklich, ich bin kein, ist ja gerade bei Instrument, ich bin kein Billigkäufer. Wie habe ich das ja gesagt beim letzten Mal bei der Gitarre? Was habe ich gesagt? 300 Euro kostet das Ding. Ich meine, ich habe ja ein Jahr lang nach solchen Gitarren Ausschau gehalten und habe immer so ein bisschen herumprobiert. Also du findest das nicht gleich, aber man findet
günstige Instrumente, die wirklich wild sind, die einfach viel besser sind als der Preis. Ja. Und ja, Das war vor 30 Jahren schwieriger, muss ich ehrlich das sagen. wäre unmöglich. Da hat es nur Scherben gegeben, also in der Preiskategorie. Ja, Das war ja. Wahnsinn. Also Da das, hat es nichts wie gegeben. uns einer angefangen hat, zur Musik zu machen. Aachen und Eifel sind auch geil. Heimat halt, Christopher Tauber, das ist ganz sicher. Jawohl. Und ich sag da was, ich bin der Meinung, dass man, wie soll ich sagen, Aachen, wenn man nicht sagt fremde Kulturen, wenn man jetzt fremde Städte kennenlernt oder fremde Kulturen oder fremde Länder oder so, ich glaube, dass man dann viel mehr dafür übrig haben kann, wenn man selber einen gewissen, ich möchte gar nicht sagen einen Stolz, sondern eine Zugehörigkeit, eine Heimatverbundenheit. Wenn man selber weiß, was Heimat bedeutet, glaube ich, dann kann man Heimat von anderen erst richtig schätzen. Ja. schätzen. Ja. Richtig, ja, glaube ich auch. Das ist so meine Überzeugung. Ja. Und ich meine, die Eifel und so, da brauchen wir nicht reden. Nicht? Und Aachen nicht umsonst eine Krönungsstadt gewesen. Nicht? Also das ist kein Thema. Der Czako Spittengut, der relativiert, ist natürlich ein Stammesdorf am Fuße des Bisenbergs. Ja. Ist da was anderes, als wenn es so in Simmering irgendwo. Naja. Superchat! Martin Kolinek! Nee, der Party geht das längst schon sehen, das ist schon lang her. Schon lang her. 99 Cent von Kolinek Martin. Haben wir da gespielt wahrscheinlich? Dank der Chefs Danke sehr zum Wohle. Oh. Da muss man schauen. Munro LRD. Ich bin Wiener, aber war aber seit 22 Jahren nicht mehr da. Okay, wo bist du jetzt da? Wo bist du jetzt? Nicht mich interessieren. Seit 22 Jahren nicht mehr in Wien, weil er Wiener ist, ja. Ja, das ich habe mir oft überlegt, wenn ich so ein Wiener Liedmusiker war und mein Mundgelein nicht da in Wien war und so weiter, oder an Wien gebunden. Und ich war nicht mehr in Wien. Das hat mir zwar viel taugen jetzt so, aber ob es nicht da irgendwann, weiß nicht, ob es nicht da irgendwann einmal ein bisschen angeht. Wahrscheinlich schon. Raphael Ilmer, Mark Knopfler ist ein Fender-Vertreter. Weiß ich nicht, ja, kann sein. Nein, nicht nur. Bekannt eher sind seine Der Gibson. Bernhard, was Noto hat, das schon Ah, beantwortet. hat er schon, da bin ich hinten. Der hat schon alles beantwortet. Ja. So, Entschuldigung, was rede ich überhaupt? Wie muss ich gleich weiter? Mexiko Squire, Landtagsstromer. Na, Mexiko Ist das? ist der nicht. Ich glaube nicht, aber da war Schau mal, vielleicht steht was drauf, ich glaube nicht. Ja, schon. Aber Mexiko glaube ich nicht. Ich glaube, hinten muss schon. Bei allen da war. Weil ich weiß, Crafted in Indonesien. Indonesien, Das ja, ist die schon. indonesische schon, ja. Hab ich gewusst, Mexiko Indonesien. wurden einmal welche gebaut auch. Ja. Die G&L sind in Mexiko gebaut worden zum Teil auch. Also das ist wieder eine Marke eigentlich, G&L, ja. Wo bin ich mit meinen Kommentaren? Ich bin ja ganz hinten. Na schau. Richtig genau das Motto, vollkommen richtig. Der Lock hat die Kassen von der Prototyp von Les Paul. Den hat der Gibson gesagt, aber Gibson hat ihn, glaube ich, rausgehauen damals. Oder so irgendwie die Geschichte, so auf die Art, irgendwas war da einmal, ja. Jetzt, ich bin ja einen Kilometer hinten mit den Dann Dingen. haben sie Der Wolfgang Grotzka, ich habe alle CDs mit einer Squire eingespielt. War allerdings eine Deluxe. Ja, aber das war eine Zeit lang und die Squire Wahnsinn. Ja. Ah, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da, wo ich hin will. Nein, halt schnell vor, das ist wurscht, das klingt beim Klaus hängen sie noch einmal dumm. Nein, das stimmt ich nicht. trinke gerne noch Nein, einmal das dumm, aber nein, die hängen nicht. Nur zum Spülen. Wie soll ich sagen? Das ist. Da bin ich schamig. Das muss man vorher anschauen, genau. Weil mit akustischen jederzeit, aber das muss dann schon was kennen. Vor allem es kehrt auch mal ein gescheiter Verstärker her. Wenn ich da beim Brüderchen zuschaue, Ja. Warte mal, seit wann kriege ich den? Apropos, liebes Brüderchen, ich warte auch auf meinen Pass, gell, wenn er endlich fertig wird. Ja. Aber mein Verstärker steht schon länger. Aber steht schon länger fertig da fast. Steht schon lang fast fertig. Ja, es ist aber so ein Mörderröhrenverstärker, das ist dann wahrscheinlich zu arg für das Ganze. Mit dem könnt ihr ja da wunderbar arbeiten. Mit dem kleinen Fender, was ich da habe, ging das schon. Aber
ich muss mich da schau, der Munro LRD Bangkok. Ein Wiener in Bangkok. Das ist aber leibend. Aus Bangkok ist da muss ich jetzt mal einen Schluck nehmen. Ich würde sagen, leibend, bitte. Haut's eine. Haut's eine. Rote Achteln. bitte. Eine originale rote Wahnsinn. Achteln von Wahnsinn. Munro, den echten Wiener, der aus Bangkok zuschaut und seit 20 Jahren, zumindest nicht in Wien ist. Seit 20 Jahren wahrscheinlich in Bangkok, aber seit 20 Jahren nicht mehr in Wien. Also dann, Munro, auf dein Wohl, schön, dass du dabei bist. Der Bernard baut auch selber Röhrenhefen, sehe ich gerade, das gefällt mir gut. Bernhard, das war echt leibend, aber ich sag dir was, ich hab keinen Platz für Röhrenhefen. Das, naja, aber wir können ja mal jetzt... Das so in der Größe gibt es ja so. Ja, Muss ja, nicht ja, groß ja, sein. Ja, ja, aber ich hab nicht einmal Platz für eine Schuhschachtel. Die Achteln fallen schon rein. Jawohl. Jawohl. Ja, aber sehr leibend, das selber baut noch Röhrenhefen, ja. Nein, da werden wir Bernhard, da werden wir noch... Aber nur, was du es mit der Suron anlieferst. Der Christoph hat dann genau der Patrick auf der Gitarre, alle zwei. Hm. Das können wir mal machen, aber Ja, gut, ohne Probleme. das werden wir machen. Reiß an die Das Rehren. werden wir aber mal machen, das können wir wirklich machen einmal. Du auf der Gitarre Und du auch. und ich auf der E-Gitarre. Mhm. Aber da muss ich mir so ein Band, so ein Stirn, so ein Schweißband umbinden. Ein kleiner Fender Reverb, jawohl. Ich hab da auch einen Fender. Was ist das, ein Digitalen? Was ist das, ein Mustang? Nein. Das ist so Ja, ein, wurscht. ein moderner, Ja, aber der, ja, hier ist nicht. Ja. ein Transistorhefen, wie ich sagen will. Aber Mach das nicht so abwägen. Mach das nicht so abwertend, ein kleiner weil, Federreverb ist ja. weil Da steht ja, warte, das ist ich glaube Mustang heißt der. Ich glaube, da heißt Mustang. Fender Mustang ist so, eben so ein digitaler. Ne? Mit irgendwelchen Programmen kann man theoretisch, also nicht praktisch auch, aber ich mache es halt nicht. Kannst du am Computer anhängen, irgendwelche Presets runterladen und aufladen und was weiß ich was. Der hat sicher eine Simulation von Verstärkern drauf auch oder so. Und Lautsprechersimulation Ja, ja. und solche Sachen drauf. Ja. Ja. Ich brauche euch einen Marshall und einen Vox. Schau, was es gibt. Habe ich auch gehabt. Nein, Vox habe ich nie gehabt. Fender Marshall habe ich gehabt. Vox haben wir auch gehabt, mein Bruder und ich daheim einmal. Ja. Einen Klassiker AC30. Ich weiß nicht, was das für ein Baujahr war, 60er. Ja, weiß ich nicht mehr, was für ein. Der war aber leibend. Jetzt haben wir noch, würde ich gerne öfters zuschauen, weil hier ist schon 2:45 Uhr. Ah ja, Das ist alles klar. Da tust du schwer. Das verstehe ich. Das geht nicht immer. Aber umso mehr gefreut es, wenn du dabei bist. Umso leibender ist das, ja. Aber Absolut. das heißt, selbst wenn wir XXL-Pavlatschen machen, was dann bis 6 geht in der Früh, das hilft auch nicht wirklich. Oh, du könntest das zum Frühstück Ja, in der anschauen, Früh, ja. In der Nicht gut. Früh. Gerade in der Früh, im Computer steht auf, macht sich einen Kaffee, die Sonne scheint einer, alles leibend. Sieht uns Duftet beide. gerade den Ding auf und sieht es besoffen nicht Ich wieder. sag, Mensch, wir haben jetzt gerade die 4. Flasche geöffnet. Der Christoph Wacker gibt keine Ruhe mit im Brennraum-Song, ja. Mit dem Keyboard. Uje. Ja. Krise 1220 sagt eh. Dann besser auf YouTube nachsehen, ja. Aber was sehr leibend. 2:45 und der Munro sitzt am Computer und schaut sich die Pavlatschen an. Das muss ich sagen. Das ist echt. Mark Knopfler Gedächtnisstirnband. Ja, genau. Genau. Nein, was das ist? Das haben wir viel so rock. Lange Haare. Hab ich nicht. Ich kann nicht einmal Sissi-Top noch machen, weil das sind noch zu kurz. Da sind sie zu kurz. Jungle Speed digital grauslich, ja. Ja, das ist aber wirklich so. Ich meine, dass die digital, also die Röhrenverstärker sind leibend, aber die haben einfach wahnsinnige Nachteile. Sie sind riesig und sie sind schwer. Nicht mehr. Die Ja, Neigen, ich hätte alle ich habe keine ein Neigen Fender mehr. Champ zum Beispiel, so eine Wirfe. Ich glaube Ja. 10 Watt. Ja. Aber was machen 2 wir mit dem? Röhren drinnen. Leibend, klingt super. Was machen wir mit dem? Das ist, der was in der Klasse steht, das ist so ein kleiner. Ja. Weil einfach kein Vox, Platz oder? ist. Ah, das ist ein Vox. Das ist ein Vox, ja. Ich habe einen Vox. Ja, ist ein kleiner. Ist ja wurscht, ich bin ja nicht so ein Ding. Aber wie gesagt, auf den Wir haben vom gehabt, Albert, Vox auf den zweiten AC30, schon. einen Vibrolux Reverb haben wir gehabt daheim. Ja, hast du gehabt. Einen Austrovox haben wir sogar gehabt. Den hat der Oliver noch immer, klar. Ich glaube schon. Ein Austrovox, ja. Ich glaube schon. Der hat in Nein. Brest am Bein unter Dulnerbach hat der draußen gewohnt. Mhm.
Derjenige, der die Austrovox gebaut hat, ja. Dann bin ich frei auf den Zum Bautenfirmen, auf den Röhrenverstärker, ist aber etwas Größeres. Nicht? Und halt schwer. Groß, schwer. Ist er, ja. Dann, Gut, du das musst Gehäuse ist aufpassen. also ein spezielles Schicht. Ja, aber du musst aufpassen, Schon schwer. dass die Röhren nicht hin werden. Ne? Du musst mit dem Auftrag, mit dem O dran aufpassen, darfst keinen zugelassen, nichts. Das sind Pferde, ein Transistor, Verstärker, das ist digital. Danke für die Mitarbeit. Das ist ja so, das ist der Fakt. Und da muss man wirklich sagen, mein Herz nicht. Oh ja. Ich hör's. Da haben wir haben da schon Diskussionen gehabt Naja. mit meinem Bruder. Nein, Ich und das glaube ich da schon. Wenn sie so hinsetzt, Wenn du selber spürst, Wenn du so hinsetzt wenn du selber spürst, und so selber hurchst. spürst du das. so hurchst, Selber und das ist alles ruhig, spürst das. dann hörst du das. Spürst das. Es klingt, es reagiert. Wenn du im anders. Orpheum den spielst oder einen anderen spielst, Das merkst du überhaupt gar keinen anders. Es Unterschied. reagiert anders. Wenn du Ja. selber spürst. Na sicher. Das ganz ist wie sicher. die Quetschen oder eine mit die kompletten Stallplatten drinnen. Das reagiert anders. Jedes Watt mehr macht gleich 2 Grad Raumtemperatur mehr. Aber das bist du nicht, das stimmt. Ja, aber nein, klar hört man es, aber wann hörst du es? Also wenn du es irgendwo Ja. aufspülst, wie gesagt, das Orpheum steckt voll, du spülst, ich wette mit dir ums ganze Vermögen, du hörst keinen Unterschied. Was willst du denn dort hören? Das ist ja komplett, aber klar, wenn es natürlich, wenn du, weiß ich nicht, einen Kopfhörer, Aber einen Schalting Du und dann hörst spürst du es. als Musiker selber anders, schon, weil das anders reagiert. Das ist das. Ob du es wirklich spielst. Ob du es wirklich spielst. Aber das ist natürlich, ich sage mal, dieser Raum der Interpretation, der ist natürlich da. Das ist klar. Die Frage ist nur, ist es wert? Ne? Muss man wirklich sagen. Das ist genauso wie mit Schallplatten, haben wir auch oft gesagt. Ne? Die Schallplatten, die hat also rein physikalisch mehr zu bieten. Sogar, tontechnisch. Der Punkt ist nur der, setz dich hin und hörst im Blindvergleich. Und dann reden wir weiter. Und ich sage dir was, da hört man es wahrscheinlich nicht. Da wirst bei 10 wirst vielleicht eher Tendenz dazu haben, dass du es besser hörst. Oder du wirst bei 100 Versuchen wahrscheinlich auch irgendwo rund um 50-50 liegen. So, ja, weil das einfach, es ist aber, wenn man es weiß, und da glaube ich, da ist das eher, was du jetzt sagst, da glaube ich eher, wenn ich es weiß, dann spüre ich es erst recht. Im Blindversuch merkst du gar nichts. Heutzutage, bei dem vielleicht noch eher, aber heute mit den neuen Bühnen wahrscheinlich schon. Ja, wo spielst Na, für dich selber. du? Ja, wenn du so daheim sitzt, ganz allein. Auf der Bühne alles leise. spielst du anders. Nein, ich glaube nicht. Das Feedback, was zurückkommt, ist glaub nicht. anders als Es kommt aus dem Monitor. bei den Gitarrenverstärker, zum Beispiel kleinere Sachen kannst du hinten die Verstärker, das Kannst kommt du. das kommt von hinten. Und da ne? kommt das Schlagzeug auch Das und dann kommt brummt die von hinten, Bühne ne? und dann brummen die Lichter und alles. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, wenn man es weiß, dass das da ist. Der Bernhard muss unterschreibt das gleiche. Für dich fühlt es sich anders an. Amp in the room feel, ja. Aber genau. wenn man es weiß, dass der Amp da steht. Ja, ja. Wenn du es blind machst, wenn du blind dort sitzt und du kriegst ein Kabel angesteckt an die Gitarre und du spielst, weiß ich nicht. Ob es das mitgeht. Es kann sein, also ich will es nicht leugnen. Ne? Soweit mal so weiter. Der Bernhard, was Motto hat man da schon geschickt. Das ist alles selber gebaut, warte, die muss ich jetzt umschicken. Die muss ich umschicken. Nein, her damit. Warten. Jeder gute Tontechniker hört. Ja, wie gesagt, ich bin da auch ein Fan von diesen Sachen, aber ich glaube wirklich. Das Motto hat ja endlich geschrieben, Patrick hat recht. Nicht? Ja, Wir ja. alten Röhrenfreunde sind uns immer einig. Na schon, aber aber eigentlich können wir erst drüber reden, wer recht hat, wenn wir Blindversuche Wir müssen einen gemacht haben. Blindversuch machen. Ja? 5 Verstärker hinterm Und das- am Dirkel aufstellen Weißt du, und das man schauen weiß wir nicht, an. welchen man spielt. Das ist immer interessant, sowas. Ja? Das ist wie bei Weinverkostungen, wenn dann der Winzer seinen eigenen Wein nicht mehr kennt. Und das ist kein Schand oder was. Also das kommt oft vor. Ja, ich meine, gut, die Kinder wird ja gar nicht einlassen drauf. Ne? Aber es ist halt, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr viel Psychologie zu tun hat. Im Plattenspieler. Jetzt nehmen wir her einen Plattenspieler. Ich bin davon überzeugt, wenn ich die Platten digitalisiere, 1:1, und ich spiele so und du sitzt da und du hörst und du musst mir sagen, ist es von der Platte oder ist es vom Computer? Du wirst es nicht sagen können.
Du wirst das nicht sagen können. Du wirst vielleicht tatsächlich, wenn du jetzt viel machst, eine Tendenz haben, dass du sagst, ja, ich hab's ein bisschen mehr gespielt. Aber wenn du den Plattenspieler da stehen hast, die Platten nimmst, auflegst, in den Arm aufhebst, dann ist dieses Gefühl. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist bei Verstärkern genauso. So, jetzt muss ich euch nicht sagen, das was vom Ding ist. Aber wie gesagt, ich bin da offen und es würde mich wirklich interessieren, aber ich glaube, es müsste ein Blindversuch sein. Da ist aber auch Schaut's her. da ist der Klaus in Rage nicht ganz so wie mit der Politikwerbung, aber doch. Nein. Na gar nicht. Du Nein, ich bin nicht in Rausch. Na gar überhaupt kein Rausch. Es ist für mich ein spannendes Thema. Spannendes Thema, ja. So schaut's her, das sind jetzt die einen Verstärker da. Und die hast jetzt du gebaut, Bernardos Motto. Ja, und du sagst ganz klar, gell? Ganz klar, nicht? Die stößt. Nein, die hat ja nicht alle selber von sich gehört, aber Die sind ganz klar. Die stößt da hin. Weißt du, aber das, das ist ist nur ein kleiner Teil, glaube ich, der aber Verstärker. das ist ein schönes der hat. Bild. Das ist definitiv ein Serverbau, der Hass. Schaut aber gut Ja. aus. Leibwand. Der Bernardos Motto, genau, das schöne Cover macht die Platte schon besser. Ja, das glaube ich auch. Fix, was ist jetzt? Jetzt hat sich das aufgehängt. Oi. Genau. Muss ich Oi. ausstellen, gleich. Ein kleiner Stravanzer, erst live dann auf Vinyl, So. ja. Digital noch schon einen Röhrenmodus, ja. Ja, das ist jetzt die Ja, die Imitieren simulieren das. das, nicht? Das ist so. Hoffentlich. aber es ist auch sehr schön, muss ich sagen. Da. Also ein schönes Bild überhaupt. Das ist ein Les Paul. Jetzt übrigens ein Gibson Les Paul. Nehme ich an, ein Gibson, ja. Ja, holst die Pappen da. Ruhe ist. So. Ah, den silbernen Marshall Oman nicht, ja, genau, passt nicht selbst So, gebaut. aber jetzt da genug von dieser speziellen Geschichte. Nicht, dass uns die Leute aussteigen. Na gar nicht. Nicht, dass uns die Leute aussteigen. Wie schaut es mit alt Unterkringeliert aus? Chris, jetzt ist es einzig. Machen wir das gleich, ja? Alt passt. Unterkringeliert. Ja, 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 meine ja. schon angespielt. Ne? Die Röhren möchten einen Unterschied. Straßen also irgendwo vor circa 50 Jahren. Und die muss das schauen. Für Thai Wiener Lied. Die Thais sind sehr fasziniert von eurer Musik. Mundrot, das taugt mir. Das taugt mir Das sehr. ist Leibwand, das ist schön. Verstaubt. Die Iban jetzt fix verstaubt im Köln, das ist schon. Das ist schade. Manfred Kraft ist dabei. Eine Gitarre hat gespielt. Ja. Ja, aber ich war da wirklich tatsächlich nie so ein Verfechter von diesen Dingen. Ich habe da oft natürlich, habe ich mir das auch horchen müssen, ne? Diese diese Missionsverbreitung. Ne? Gerade von meinem Röhre Bruder gegen aus, nicht von mir, das und sondern das. was heißt, ne? Ja, aber das war halt für mich immer so, ich denke mir, ja und, wem interessiert das? Weil, wie gesagt, auf der Bühne, auf einer Aufnahme, da kann es einen Unterschied machen, aber das war früher auch noch ein Unterschied. Heute ist das Ja, bei Aufnahmen das merkst hörst du du immer. Bei Aufnahmen schon. Bei einer MP3, Ja, hörst das ein. bei einer MP3 kannst du nichts hören, Pater. Ein Das Röhrenverstärker geht klingt nicht. anders. Du hörst einen Unterschied, ob das ein Marshall ist, ob das ein Vox ist, ob das ein Major Boogie ist, ob das ein Fender ist. Ob es simuliert Das ist oder hörst. original, das Ja, hörst. das hörst. Da geht aber zum Wetten das. Das hörst. Das ist Nein, ich nicht. Du sagst, du hörst das. Ich höre das nicht. Ah, Bei einer MP3. Vielleicht auch bei einem YouTube-Video, da hörst du das aber. Nein, das ist de facto. Aber natürlich schöner ist. Schöner ist, so wie er gesagt hat, der Bernardos Motto, allein schon das Cover. Allein schon das Cover von einer Schallplatte macht schon aus. na, vor allem, weil es Das größer macht- ist. Ja, es macht mehr, hat mehr Haptik, hat mehr Nimbus, ein Röhrenverstärker. Wir brauchen nicht darüber reden, dass ein Röhrenverstärker geiler ist. Ob es zwangsläufig, ob das ist, wenn du sagst, nein, ich kann nicht spielen, ich habe keinen Röhrenverstärker. Weiß ich Naja nicht. gut, das ist ein Blödsinn. Bin ich alle gar nicht, ne? Schon wieder das Wasser ausgesoffen. Es ist ein Wahnsinn, was das Wasser trinkt. Was ist los heute? So, jetzt spielen wir aber. Stefania! Im neuen VW gibt es nur noch einen USB-C-Schnee. Ja, bei den neuen Autos gibt es ja auch. Was heißt das bei meinen alten? Hat es schon bei meinen neuen auch kein CD-Player mehr? Jetzt, wo die guten CDs billig werden. Das ist aber ein Leibwand. Das war was erst. Ein Plattenspieler fürs Auto. Kann das einer erfinden für euch? Ein Plattenspieler fürs Auto? Das war aber.
Darfst du nur im Stehen spielen, was stehst. Nein, das muss halt. Das muss halt aber gescheiter finden. So, jetzt Ja, aber. die schönen Jetzt aber. Plattenspieler, die kann man ja nur daheim hören. Ja? Die kannst du nicht unterwegs hören. Nein, wie Das gesagt, sind so das diese ist, Sachen, da musst du der Zeit nehmen, dann aufreden. ja, aber das macht's aus. Das macht das Plattenspielen aus, nicht der Sound. Dann erst den Sound, diesen Frequenzgang, was du hast, alles Ja, drauf. das ist leider. Wahnsinn. Also, das ist Aber ich glaube nicht, dass man jetzt da eine entsprechend gute Anlage hast. Und eine CD erlegst oder einen Stream, ist ja wurscht, ja. ja, Und du sitzt da und denkst da, bitte. nein, klingt scheiße. Also, so MP3s sind schon ein Wahnsinn. Über mein Monat merkst du das Gewahr, bist du deppert. Das heißt, macht Musik der Vorspiel für uns MP3. Ich weiß, dass ein MP3 scheiße klingt. Aber es ist halt, ich bin halt bei der Praktiker. Es, Über eine gute es Antwort. hört kein anderer was anderes. Das meine ich nicht. Na klar, den Unterschied hörst, das ist klar. Das ist ein bisschen mehr so, Ja. schon fast schon so, nicht übertrieben jetzt, aber das Ja. ist ein Wahnsinn. Das ist Nein, das, wie gesagt, das ist klar. Der MP3, das ist. Aber. na gut. Was war das? Alt Untergehen. Alt Untergehen war vor ca. 50 Jahren. Eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war klein, der Brunnen ausstand. Der Wein, der ist kaum wohl von Fassung. Schon als Bierschel war ich bei der Zehner Marie, hab festudelt und Post und manches Trepferl verloscht. Hat die Stimmung sich geholt, haben's die Tisch zusammengeschoben. Den alt Untergring ist mein Paradies. Neulich hab ich in einem Album Bilder gesehen vom 90er Jahren. Drüber stand ein kleines Sprüchel, alt Untergring, wie es früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schön muss damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. Alt Untergring war vor ca. 50 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war klein, der Brunnen ausstand. Der Wein, der ist kaum wohl von Wasser. Schon als Bierschel war ich bei der Zehner Marie, hab festudelt und Post und manches Madel verarscht. Hat die Stimmung sich geholt, haben's die Tisch zusammengeschoben. Den alt Untergring ist mein Paradies. Richard Czapek, hervorragende Nummer. Absolut. Aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, deswegen passt es heute. Nicht? Was von, Ja, das ist ja ein relativ junges Lied, das alte Untergring. Das ist nach dem Krieg schon geschrieben worden. Ja, ja. stimmt. Nach dem Krieg. Aber vor 50 Jahren. So, genau, nach dem Krieg vor 50 Jahren in die 20er In Jahre. die 20, So. 10er Jahre, 20er Ja, Jahre. genau. So war das, ja. Vor allem im Text steht ja noch so schön drinnen, wenn man früher in Wienerisch gesagt hat, nicht eine Ortschaft, sondern eine Ortschaft. Eine Ortschaft. Da hat man immer wie im Englischen eigentlich, Ja, genau. wenn er selbst laut dann gekommen ist, Ja. hat man einen gesagt. Ein Umgekehrt. Ort, Ja, genau. Ja, stimmt. eine Ja. Ortschaft, Genau, so. ein Ja. Ampe, Ja. ein Apfel. Stimmt. Das haben wir gleich. So, jetzt weiß man nicht. So ähnlich, so ähnlich. ja. Haben die Engländer jetzt auch Lustig, gekupfert lustig. vom Wiener? Oder? Ja, ist Oder? interessant, so die Sprachen oft. Weißt du? Die Ulrike Huber sagt ja, ich verstehe gar nichts. Könnt ihr am Kamm blasen? Schau doch mal uns an und ihr dann überlegt, ob wir einen Kamm haben. Ein Bord vielleicht, für Bordkamm. Nein, Nein. ich glaube,
darf ich mir einen Schluckel nehmen? Na sicher, nimmt er noch einen Ich weiß Schluck. da auch ein Schluckel drunten vorher. Da kommst du aber schon noch drauf auf ein Schluckel. Mega wempert mir, ja, wäre so gern wieder mal bei der Zehner Marie. Hab ich oft in Kirchen durchgespielt, nur wieder runterkriegen, ja. Aber, ja, Hast du noch gespielt in der Gutenbrunner wahrscheinlich war die Maggie, ne? so lange her. Wahnsinn, Jahre Ja, kann Gutenbrunner ich sein. wahrscheinlich. Der Läusl, na bitteschön, Eigenkomposition, Text wiederum Monika Kuri und wie soll ich sagen, eine Hommage an Ludwig Hirsch. Gustav, ne? Ist das? Ja, Ist der ja. Anschlag? Ja, Ja. passt. Ja, okay. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Grube und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen, nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heute nicht sich. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, dann und schau, kam da die Händel und die Fleischl waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusl nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Ah nein, dieser Blödsinn. Ich war auch strophenzweit. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Grube ist kein Vater. Und sieht's wieder zu, der Tisch bricht zusammen, ein Studelbuch. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusl noch dazu. So ist dann gegangen, bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl auch sicher leibend gefunden. Ja, aber das eine, das sag ich euch, dem Läusl seine war die schönste Legion. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Hallo. Schöne Nummer, wunderschöne Nummer. Absolut leibend. Absolut. Ja. Mir geht's wie ein Harisch Elefante, bei Ein der Nummer kriegt Schlamponiger. jemand Gust auf ein Erdäpfelsalat. Es ist wirklich so. Voll ins Gefühl gegriffen, ja. Erst, das ist aber heute wirklich. Da merkt man, wie die Konzentration. Ja Gott, es wird aber, weil wir jetzt 3 Tage gespielt haben, also auf Bei 3 mir Tage geht's aber gespielt ich muss haben. auf Holz klopfen heute. Ja. Also, gut, du hast heute den ganzen Tag noch, Ja. man spürt das schon. Also ich mache sowas bei der Pavlatschen schon, der Tag halt, aber wenn ich weiß, wir haben so 2 Auftritte, 3 Auftritte hintereinander am Tag, tue ich am Tag davor nicht mehr Holz hacken,
vertikutieren oder so irgendwas. Das lasse ich dann aus. Gut, aber bei deinem Garten geht das. Dein Wiesen geht das vertikutieren, das war Das klar. war wurscht. Nein, aber du weißt, was ich meine, da mache ich keine. Wobei der Aufwand ist kaum her, aber das halt. Und ich vertikutiere außerhalb. Ich vertikutiere viel nicht. anstrengender Ich ist. vertikutiere nicht. Das ist Du, bei mir traust du auch nicht. In du der Klasse. Rasenmähen, mit Akkurasenmähen. Das ist schön. Das reicht Aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Du musst auf den Leuten gefällt. Skyfall ist dabei. Jawohl. Der weiß gut. Karl Duschl. Ja, ich sag euch was, Leute, wenn wir jetzt davor reden, wir werden jetzt zum Schluss kommen. Schau doch auf die Uhr, das wird schon Viertel 11 gehen, schätze ich einmal. Ja. Nein, es ist Ja, passt. es ist und ich bin wirklich müde. Ich merke das. Ich würde schon sagen, weil ich lall, aber das ist dann klar wieder alle, weil er angesoffen ist. Das stimmt aber nicht. Kann nicht sein. Aber es ist eher, ich merke das wirklich, die trifft die Seite über. Und die dreckige Brille geht mir furchtbar auf den Weg. Und ich sage euch eins, ich bin überzeugt, ich werde es früh morgen nicht putzen. Okay, soll ich das machen? Wo sind Nein, du nicht, du zergroßt mir die Scheiben. Okay, Das das kann man kennt ihr, das. natürlich mit Phoenix, wo ist er da? Ja, Kitty, Der Spray. ja, das müssen die aufmachen und Nein, ein Ding und hingehen. Und Darum habe ich hier einen Spray zum Putzen. Ja, habe ich auch. Ich nehme mal das Visierspray für den Helm. Nehme ich mal. Ja. Ich glaube nur, dass die Beschichtung eher angegriffen wird von dem Visierspray, glaube ich, aber bin mir nicht sicher. Naja, das sind das Eisglasl und das Glasl und das Visier ist in der Plastik. Ja, aber Das ist jetzt mein das ist eine Milchmädchen Beschichtung reden. drauf, oder? Das ist Ja, Aber was Ich nehme Wieder mal angeblich von allen. Ich nehme Also. den Bildschirmspray. Ja. Und nachher das Anti-Beschlagstuch. Das ist aber sehr gut. Das ist super. Das möchte ich wirklich empfehlen. Das ist keine Werbung. Das ist einfach eine Empfehlung, weil es funktioniert. Das ist Gerade in wirklich Zeiten was. unserer Maske. Ja, wirklich. Das Das na, ist seitdem sehr hab ich- super. Seitdem rennt nichts mehr an. Nämlich. Das ist von Vorteil. Muss ich wirklich empfehlen. Screenix, ich sag's wie es ist, no Werbung. Nein, gar Screenix, nicht. Ist einfach gut. das Es Anti-Beschlagtuch, funktioniert. absolut Geister überhaupt. So, Punkt. Habe ich gesagt, wer weitere Infos haben will, schreibt uns auch. Dann geben wir die entsprechenden Infos weiter. So, der Lois hat die Erbtante nicht überlebt. Was? Schäber. Es ist schon wie bei den Alten. Ich brauche 10 Minuten, bis ich umgeschirrt bin. Greift geschwind zum Instrument. Die 1000 Punkte Gurten da war das. War früher mit so einem einfachen Lederriemen, die das nur schwupp und Ja. fertig. Aber bequem ist schon so. Ich glaube, meine Erbtante wird 140 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Schuh und die kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haberer, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft müssen, die Tante freundlich grüßen. Das fiel mir oftmals ziemlich schwer. Ja, Ma. Doch möcht man sich's verderben, wenn's heißt, man kennt was erben. Aber ob ich das noch erleb, das glaub ich nimmer mehr. Ich glaub, meine Erbtante wird 114 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und die kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haberer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Der alte Erbtante. Die Erbtante. Raphael Himmer freut sich schon auf die nächste Sendung am Montag, ja. Ja, ich freue mich auch schon. Da gibt es natürlich, aber erinnern uns dann dran, Raphael. Weil ich bin ja über Hirn wie Wie ein Nudelsieb, ja. Ich würde jetzt sagen, über Hirn wie olympisches Feuer. Ja.
Alle 4 Jahre flackert es einmal auf. Und ich hab glaubt, du hast da Hirn wie ein Schnitzel. Was? Beiderseitig beklopft. Siehst du, zum Beispiel, du bist einfach nicht lustig, Patrick. Leib damit. Nicht? Hast du ein Lachen gesehen? Gehört? Leider nein. Und die Achtung fallen nicht. Die Das war noch Achtung- fürs Lied vorher wahrscheinlich. Der Landtagsstummer sagt so schön, die Woche hat zu wenig Montage. Aber, wenn du jetzt sagst, die Leute lachen nicht, ich stehe da gleich ein paar Fragen wieder. Was für Fragen? Was? Nein, nichts. Es ist ein Blödsinn. Nein, ist ein Blödsinn. Was? Marco Cinelli, Grüße, kann endlich schreiben. Mein Tablet war leer, war am Wochenende nicht daheim. Oh. Dafür bei einem Enduro-Training, hat mir tatsächlich viel gebracht. Ein Leiber und Marco Cinelli. Super. Musst du mal erzählen. Hm? Wann läutet der Großglockner? Das wirst du mir gleich sagen, fürchte ich. Ja, weiß ich nicht, das ist nur eine Frage so, ne? Ach Also so. Kinderfragen, weißt du? Also ich verstehe. Aber das ist sowas wie Ist ein Raumschiff mit rein weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt? Solche Fragen, das ich stehe auf so. intellektuelle Frage. Das ist sowas wie, Gescheit, was? wir dürfen auch Einarmige im Second-Hand-Laden einkaufen. Genau. Ich verstehe. Ja, Warte, heb den Finger. Heb den Finger, der Peter Richtinger ist zu uns Peter gestoßen. Rissing ist zu uns gestoßen mit sofort mit einem Super-Chase. Das Das ist ein Wahnsinn. ist Ein Wahnsinn. aber der Rot erst gekommen und nichts gehört und haut schon Ja, und wir schnell sind bei der letzten Nummer. Das ist in der Hoffnung, dass wir bald aufhören aber, wahrscheinlich. aber nächste Woche da. Peter Richtinger, danke dir schön. Aber nächste Woche. Du, Raphael Hillmeier, du musst uns erinnern, weil ich vergiss wieder auf deinen Geburtstag. Ich bin ja so, ich sag's ja gleich. Ich vergiss drauf und dann ärgere ich mich. Und wenn du mich aber daran erinnerst, dann können wir das Gestanzl spielen, ohne dass wir es vergessen. Für alle, die noch Geld loswerden wollen, es werden nicht so viel sein, aber für alle diejenigen, die sich denken, du pass auf, jetzt haben sie da gespielt, 2 Stunden am Plätzchen geredet und gespielt, die haben sich ein kleines Gerstl verdient, ein Schmattes. Haut uns den bitte rein. Ihr seht es da eingeblendet und natürlich in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns und sagen jetzt schon Danke dafür. Für eure Großzügigkeit. Der Klaus, Christoph. Christoph. Was gefällt mir wieder? Das ist Der Peter richtig, hab die Erbtand gehört, genau. Hat nur die Erbtand gehört und hat schon was reingehauen. Das so geht's. Ein zu später. Ist es nicht. Da fliegen die Wortwitze herum. Irgendwas war es. Ist es mit dem Moped oder was? Moped Star. Den machen wir nächste Woche wieder. Versprochen. Mopeds da nächste Woche, ja, machen wir. In der Klause machen wir. Ich soll mich verschluckt da gleich. In der Klause machen wir. Ganz Okay. sicher. Ja. Okay, ja, heute nimmer mehr. Ja, heute nimmer. Heute nimmer. Der Klaus ist öfters paniert, fällt mir ein Lied ein. Ich geh gemütlich an, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Hat der Lucky Player, was such ich's auf der Rehe? Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das Gespiele. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt geh ich um und dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auch jeden Schritt in wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Anständig. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei. Kannst du auch was dazu? Nein, das ist nicht schön. Okay. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Weil ich auf die Knie da rutscht, wie ein Baby die Krawatten lutscht, da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon die Hund wie der Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das Gespiele. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt geh
brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fängt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jawohl, ich suche mir gleich. Die Nummer habe ich jahrelang im Hinterkopf gehabt eigentlich. Wirklich? Also ich habe noch nie gespielt bis vor kurzem. Ja, stimmt. Setzt der Rodolfo Carapezzo? Ich habe die auf einer Aufnahme von Fritzi Aschau mit Fabrik Kurtl von den Herrn Alserburg. Ja, Daher kenne ich es eigentlich. Ich suche mir Gleichgewicht. Also die Aufnahmen habe ich nicht mehr, weil das waren MCs und die mir den Geist aufgegeben. Ich habe Schollinger kennt, aber ich glaube, ich habe es eher so vom Rudi kennt, also vom Koschel oder so aus der Ecken. Gradinger so irgendwie so. Aber der Rudi Korbes, der hat das gespielt. Und dann seitdem, ja. Weil man dachte, das war eine gute Nummer. Du, ich würde jetzt sagen, wir kommen zum Abschluss. Zum Abschluss, ja. Und was hältst du davon? Machen wir, weil das irgendwo auch gefallen ist, wenn es aufs Heimgehen vergisst. Machen wir das, ja. Machen wir das heute zur Abschlussnummer, ja. Wunderbar. Ja, machen. Ja, wir können dann, die Dinge auch noch draufhängen. Aber das würde ich sagen, mit dem hören wir auf. Spielen wir es einfach einmal. Also falls wir uns dann nicht mehr sehen, Wir sehen uns wird euch gut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stößt dein Kopf in die Hände, denk an deinen vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist mir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen tut auf seinen Flickel, denn er traut sich heute gar nicht an, weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Freunde um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch, Muttersohn allein. Da sagt ihm zur Spätstunde ein Freund, der ist ehrlich und gut mit er meint. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stößt dein Kopf in die Hände, denk an deinen vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Wir danken unserem Dauerwinzer-Tester Werner Zierensack für sein Kistel. Wir danken euch und wir freuen uns, Danke wenn wir euch. uns wiedersehen. Bleibt uns gewogen, sagt es bitte weiter, dass es uns gibt, haut an Schmattes eine und teilt unsere Inhalte. Das war echter Support des Wiener Liedes. So sagt man das heute. Pfiat euch gut, Baba. Viert euch. Menschen, Menschen, samen rollen, vullen
sein. Das liegt schon so in der